Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Leute, ihr habt es in meinem Community-Post vielleicht schon gelesen. Ich habe dieses Urlaubsvideo bereits gemacht. Ich habe es hier auch schon hochgeladen. Es ist aus mir nicht erfindlichen Gründen gelb. Und ganz ehrlich, normal gebe ich keinen Fick drauf. Ja, wir machen heute weiter mit dem neuen Bärchen-Geschissel. Das letzte Bärchen-Video ist einwandfrei gelb geworden, das habe ich vorher gewusst. Ne? Allein wenn Rainer irgendwelche Scheiße schwafelt, wenn es ums Bomsen geht, dann kannst du es vergessen, dass da irgendwas werbefreundlich ist. Du kannst das eigentlich gleich auf ab 18 stellen. Aber wenn ich einfach bloß eine Dreiviertelstunde über meinen Urlaub schwadroniere und hier niemand als Hufeisenbesitzer oder als sonst irgendwas bezeichnet wird, kein Reini irgendwelche komischen 5 gegen Willi-Fantasien in die Kamera oder Telefon blökt, da sehe ich es nicht ein. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ihr kriegt es, wenn es soweit ist. Gut. Soweit kurz der kleine Rant am Anfang. Wie bereits gespoilert, wir schauen uns halt an hier Indigo-Bärchen Teil 2 bei Ofi. Ich mache das wieder so, dass ich zu den entsprechenden Leaks switche und die Ofi-Parts zwischendrin rauslasse, weil erstens möchte ich meinen eigenen Senf dazugeben und zweitens, wie gesagt, Ofis Content ist Ofis Content. Schaut ihn euch an, wenn euch interessiert, was Ofi dazu zu sagen hat. Bin sehr happy, dass er da so freizügig ist, dass er sagt, hey, komm, benutzt alle mein Shit. Ja. Und dementsprechend Thema einer in Rainer. Ah ja, fast vergaß, hockt euch her, sagen wir mir, reißt euch eine Häube auf. Jetzt. So, gut. Ich komme gerade von einem Malochen, habe noch ein bisschen was im Garten gemacht, bin frisch geduscht. Es kann losgehen. Hier ist Szenario praktisch, wie das, also es ist chronologisch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, stellenweise vor den Sachen vom letzten League, also vom ersten League praktisch. Ich glaube, also es gehörte zu den ersten Kontaktaufnahmen nach dieser Einjahrespause, weil die haben ja anscheinend Kontakt gehabt irgendwann letztes Jahr und dann jetzt dieses Jahr wieder. Mal schauen, was Reini sagt. Let's go. Ich will es mal klar sagen. Ich bin sehr vorsichtig, wen ich in mein Leben lasse. Sprach er zum, ich weiß nicht wievielten Bärchen in den letzten 5 Jahren. Oh Leute. Rainer, nein, du bist nicht sehr vorsichtig, wen du dein Leben lässt. Du bist verzweifelt, dass das Auge raust. Du lächst nach menschlicher Zuwendung. Reini, du hast diese ganzen Discord-Geschichten gehabt, um praktisch, das war alles eine Castingshow für den widerlichsten Speichellecker, der sich deine Scheiße anhört und immer schön Ja und Amen sagt. Und dir war es scheißegal, dass die Person höchstwahrscheinlich zu 99,9 Periode Prozent ein Hater ist. Einfach nur, weil du da jemanden hattest, der sich ein paar Stunden lang deine Scheiße angehört hat und dir nicht sofort aufgezeigt hat, wo die offensichtlichen Lücken in den Wänden des Luftschlosses Winkler liegen. Also du lässt jeden in dein Leben, der dir tief genug ins fette Arschgebirge kriecht. Und hier ist es auch wieder der Fall. Deswegen funktionieren Bärchen ja auch immer. Die erzählen da was für doch großer, starker Mann, dass du bist. Und so dick bist du ja gar nicht. Und auf die Größe kommt es auch nicht an. Und dann, ja, come on. Ne? Und ganz ehrlich, wie oft war Demon in deinen verschiedenen Mod-Teams und bei deinem Porno-Blog, da im Autorenteam, wie oft und die ganzen anderen,
gestalten. Mein Demon hat sich ja noch intelligent angestellt. Du hast stellenweise da Leute drin gehabt, die so offensichtlich Hater sind. Also, wo es in den Leaks wirklich so offensichtlich war, wo du denkst, Kollege, nein, du bist einfach verzweifelt. Du willst unbedingt menschliche Aufmerksamkeit, Interaktion mit anderen Menschen, die nicht Uwe sind. Und idealerweise natürlich mit irgendeinem Bärchen, weil du immer noch glaubst, mit deiner widerlichen Art könntest du bei irgendeiner Mulle auf diesem Planeten landen. Und klar, es ist auch ein bisschen die Schuld der Bärchen, weil die geben dir immer wieder dieses Gefühl, dass es funktioniert und gönnen sich das und hören dazu und sagen nicht nach 5 Minuten, du widerliches Drecksschwein, ich will von dir überhaupt nie wieder was hören. Und wenn du noch einmal versuchst, Kontakt mit mir aufzunehmen, dann zeige ich dich an, so wie es eigentlich vernünftig wäre, sondern die hören sich das über Wochen an. Und dann denkst du dir nicht irgendwann, weiß nicht, kann vielleicht der Bärchen sein. Ach, komm mal. Dich wollte und habe ich gelassen. Und du hast mich mehr als nur einmal verletzt. Ja, auch da, Reini, wenn ein Mensch dich mehr als nur einmal verletzt, dann würde ich sagen, vielleicht eine Beziehung zu diesem Menschen aufrechtzuerhalten nicht die geilste Idee. Ne? Aber er ist so verzweifelt und hat so Druck auf der Pipeline, dass er sich sogar in eine ja, missbräuchliche Beziehung begeben würde. Hauptsache irgendeine Beziehung. Ne? Die kann ihn theoretisch wie Scheiße behandeln, wenn es ab und zu mal den Maulwurf milkt, ist gut. Aber er ist der große Drache und nicht ein erbärmliches Würstchen, das sich im ostdeutschen Hinterland in der Nazi-Schanze verschanzt. Ne? Das müsst ihr alles wissen, das ist ganz wichtig. Ich habe schon vorher beschlossen, ein freies Leben zu führen und Frauen oder Männer, wenn nur noch als sexuelle Partner, im engen Umkreis in mein Leben zu lassen oder gar. Ja, heute dein Maul, Rainer. Ganz ehrlich, so einen blöden, den kannst du deiner verstorbenen Oma erzählen. Auf Italienisch. Na, diesen Scheißdreck hören wir auch zum 1000. Mal bei jedem Bärchen-Leak wieder. Ja, aber ich bin ja eigentlich, ich will ja eigentlich bloß Bomben, ich bin so abgehärtet, ich habe so viele Enttäuschungen erleben müssen, dass jetzt praktisch mein Herz ist komplett zu Stein und ich bin eigentlich nur noch auf sexuelle Abenteuer da, weil ich praktisch der Weiblichkeit, Männlichkeit, ja, bisexuell, wissen wir, die Bi-Lüge des Drachen, ne? Meine unglaubliche Potenz und Ausdauer im Bett nicht vorenthalten will. Also, das ist die Story. Genau so. Genau. Und jedes Mal, wenn sie sich länger wie 3 Tage unterhalten, also wenn es dann halt wirklich ein Bärchen ist und nicht irgendeine Frau mit Hirn, die sagt, jo, Moment, so nicht. Weil es geht ja so, hallo, ich bin der so und so, Google Drachenlord, hier Penisbild. Das sind die Stufen der Kommunikation, wenn du eine Frau bist mit Rainer. Und die Mädels, die das mitmachen, sind offensichtlich Bärchen. Und bei denen ist die nächste Stufe der Kommunikation dann relativ schnell, ja, im Übrigen, ich will doch eigentlich nur monogam, exklusiv nur dich. Ja, hört euch die Cola-Bärchen-Leaks an und die Moskau-Bärchen-Leaks und den ganz anderen Scheiß. Oder so ein, ich darf Bomben, du nicht. Ne? Also, du musst treu sein und ich, ne? So, aber es geht dann immer gleich um, hier darf ich meinen Status auf Pornhub in einer Beziehung ändern. Das ist so die Grundthematik. Wie gesagt, schaut euch die Cola-Bärchen-Leaks an. Das schwenkt sehr, sehr schnell um. Ja? Und dieser Lone Wolf, den er da spielt, eigentlich, ich kann mich emotional auf niemanden mehr einlassen. Wenn, dann ziehe ich von einer zur anderen. Wenn du das Glück hast, eine davon sein zu können, würde ich es ergreifen, weil die Chance rieselt dir durch die Finger wie Sand. Halt dein Maul, Rainer. Und dann am nächsten Tag heißt, nee, ich will eigentlich doch meinen Beziehungsstatus jetzt auf Pornhub ändern, auf in einer Beziehung.
Klar ist Rainer absolut sexbesessen und das ist seine primäre Geschichte hinter der ganzen Sache. Aber er will natürlich dann auch, wenn er dann mal eine hat, deswegen kommt er auch gleich immer mit Kindern. Ich glaube, da kommt er hier auch wieder. Ähm, will er halt schauen, dass das schon eine dauerhafte Lösung ist. Ne? Weil er ganz genau weiß, so viele Möglichkeiten hat er nicht. Er vor allem nicht. Gar nicht. Die wenigen Menschen, die ich über das in mein Leben lasse, sind eine Handvoll Menschen, die entweder fest vergeben sind oder ich schon seit vielen Jahren kenne. Ja, so wie Black Rose zum Beispiel, die fest vergeben ist und die du seit vielen Jahren kennst, der beste Freundin. Ich weiß nicht, wer von euch ich hatte sowas nicht, aber man hört es immer wieder, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Hollywood-Klischee, wer als Kind irgendeinen imaginären Freund hatte. Ne, meistens ist es dann spätestens, wenn man so ein zweistelliges Alter erreicht hat, passé. Der Mann wird dieses Jahr 35 und seine Freunde und Freundinnen aus Denken leben noch genauso quickfidel in seinem Kopf wie damals, als er hier im Kindergarten sitzen geblieben ist. Und mich freundlich und gut behandeln. Ich bin ein Mensch, der Probleme hat, seine Emotionen zu beherrschen. Rainer, das ist ein bisschen untertrieben. Also erstens einmal, ja, du erwartest von Leuten, dass sie dich freundlich und gut behandeln, du behandelst die Leute aber nicht freundlich und gut. Wir haben das in dem ersten Leak hiervon schon gesehen. Und in allen anderen Bärchen-Leaks davor. Und eigentlich in allen Leaks. Du behandelst die Leute wie Scheiße. Dir ist es nur wichtig, dass du, ne, dass sie dir in den Arsch kriechen und dir irgendeinen Krampf erzählen, was das für tolle Ideen sind, die du da hast. Egal ob mit deinem komischen Blog oder mit deiner Kommune oder mit dem ganzen anderen Scheiß. Ja? Und wie du die Leute behandelst, ist ganz scheißegal. Ja? Vielleicht ist dieses, wer ficken will, muss freundlich sein, vielleicht ist ja da ein bisschen was dran. Wenn du eine Frau vielleicht jetzt nicht einmal, also eine Frau kennenlernst und sie nicht einfach nur als Klumpen Fleisch zum Reinlunzen sehen würdest, sondern als Mensch und sie den entsprechend behandelst, dann hättest vielleicht sogar du eine Chance, irgendwann einmal eine Mulle zu finden. Ich würde meine Ansprüche dann nicht so hoch legen an deiner Stelle, aber irgendwas dazu hergeht. Solange du nicht aufhörst, die Leute wie Scheiße zu behandeln, werden die Leute nicht aufhören, dich wie Scheiße zu behandeln. Ich sage, wenn mir was nicht passt, komme klar und deutlich auf den Punkt und sage, was ich denke. Ja, bist der Choleriker, der ausrastet in dem Moment, in dem man nicht seinen Willen kriegt, wie ein kleines Kind, ja, das ins Bett gehen muss, weil Bettgehzeit ist, aber es aber würde gerne noch weiter spielen. Und ausrastet. Genau so ein Ding ist das nämlich. Du hast nicht Probleme, deine Emotionen zu kontrollieren. Du bist vollkommen unbeherrscht. Vollkommen. Und du brüllst dann einfach alles raus. Und das ist, glaube ich, mit einer der Gründe, warum diese Lass den Bär tanzen Geschichten so unterhaltsam immer waren, weil immer, wenn du die Kontenance verloren hast, ja, ist halt dein wahres Gesicht zutage gekommen. Dann hast du diese Maske des netten, dicken Onkels auf YouTube, den du manchmal so gerne gespielt hast. Ich will ja nur mal Zeug machen. Äh, ganz, ganz schnell fallen gelassen. Und da ist der obszöne Choleriker darunter hervorgekommen, der du nun mal bist. Soweit solltest du mich kennen. Ich will damit sagen, ich habe genug Menschen in meinem Leben. Will nicht noch mehr in mein Leben lassen, außer für Sex, bei dem im besten Fall beide, also Partner und ich, auf ihre Kosten kommen. Heute Maul, Rainer. Ähm, das ist dieser klassische Spruch. Ja? Dieser, ich habe genug Freunde in meinem Leben. Ich bin sehr beliebt. Ich brauche nicht mehr Freunde in meinem Leben. Was ich brauche, ist eine Partnerin, was zum Bumsen. Das sind diese Abwehrsprüche, wenn man in die Friendzone geschoben wird. Erstens mal, ich glaube, man kann nicht genügend Freunde im Leben haben. Natürlich gibt es verschiedene Abstufungen von Freunden, ne? Aber ich habe Leute, die sehe ich ein-, zweimal im Jahr auf irgendwelchen Festivals
Ich würde die trotzdem als Freunde bezeichnen. Man sieht die, man verbringt dann da praktisch immer seinen Urlaub miteinander und das ist ein Gaudi und man hat Spaß und man versteht sich gut, man freut sich aufs nächste Jahr. Sprich, mehr coole Leute kennenlernen ist eigentlich nie eine schlechte Idee. Aber ist vollkommen wurscht, weil niemand hält es aus, Reiners Freund oder Gumbel zu sein. Und es ist ihm auch gerade scheißegal, weil am liebsten hört Rainer über Rainer reden. Und Freunde haben wir dann so ein bisschen auf die Bedürfnisse der Freunde auch Rücksicht nehmen, dass es überhaupt nicht sein Gusto ist. Mein Problem ist folgendes. Ich hatte mich emotional auf dich eingelassen. Rainer, das ist gelogen. Rainer, das ist gelogen. Du hattest dich emotional auf einen Scheißdreck eingelassen. Ne? Du hast dich, Maulwurfsmäßig, Maulwurfwürgemäßig darauf eingelassen. Und warst dann enttäuscht. Ne? Und habe über die Zeit auch körperlich Druck aufgebaut. Oh, er sagt das tatsächlich, ja. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Was soll ich jetzt dazu sagen? Du hast mich enttäuscht. Wir wollten uns treffen, ich habe extra Druck aufgebaut und dann bist du nicht gekommen. Jetzt kann ich dir nie wieder vertrauen. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe körperlich Druck aufgebaut und dann warst du nicht da und dann hat es keine Möglichkeit, da musste Uwe herhalten, es tut mir leid. Seitdem ist die Miete höher geworden. Was will er uns damit sagen, ey? Was ist das für eine Scheiße? Der letztendlich keinerlei Entladung gefunden hat. Du erwartest von mir nun, dass ich mich wieder auf etwas einlasse, was mir hinterher wieder nur Probleme macht, in welcher Form auch immer. Nein, Rainer, die Frau hat sich bei dir gemeldet. Natürlich ist sie ein Bärchen und will Matt farmen. Aber auch wenn sie kein Bärchen wäre, also dieses hypothetische Szenario, sie wäre kein Bärchen, die nimmt Kontakt zu dir auf, wäre ein gutes Zeichen. Und dann wäre das vielleicht der Moment, in dem man sich denkt, Moment, was habe ich das letzte Mal falsch gemacht? Oh, ich bin zu schnell vorgegangen, ich habe zu schnell irgendwelche sexuellen Anspielungen gemacht und so weiter und so fort. Vielleicht sollte ich, wenn mir tatsächlich was an der Frau liegt, meine eigenen Bedürfnisse vielleicht ein bisschen zurückstellen und mal Smooth Sailing machen. Ne? So wie es normale Menschen tun und nicht wie es im Porno passiert. Du bist nicht der Klempner, der kommt, um das Rohr zu verlegen, Rainer, sondern man lernt jemanden kennen, hey, wie schaut's aus? Bla bla bla, dann wird geredet, dann schaut man, ob man Gemeinsamkeiten hat, ob man da schon irgendwie was merkt, so dass man auf derselben Ebene funkt. Dann lernt man sich kennen, im Idealfall an einem neutralen Ort und nicht bei dir im Monteurszimmer in der Nazi-Schanze oder damals in deiner Schimmelschanze, sondern irgendwo Neutrales. Dann sagt man, hey, du wohnst da, ich wohne da, treffen wir uns in der Mitte irgendwo, so um uns da schönes Restaurant raus, da gehen wir hin. Dann essen wir da miteinander und unterhalten uns und wenn es ein schöner Abend wird, dann reden wir drüber, ob wir uns nochmal treffen oder nicht. Und dann schauen wir, was passiert, so wie es normale Menschen tun. Ja? Wie gesagt, bei dir ist es, wie geht's dir? Google mal Drachenlord, Penisbild. Ne? Natürlich wird das nicht funktionieren. Wer hätte nun damit gerechnet? So oder so bin ich untergebracht und werde nicht wieder den Fehler machen, dir zu sagen, wo ich bin. Rainer, vollkommen lächerlich, jeder wusste, wo du warst. Und auch diese FD-Schach-Geschichten und so, ja, er ist gar nicht mehr in Zoo, er ist schon lange nicht mehr. Da hat er ja auch dann irgendwann gesagt, ja, die Hater, meistens liegen sie daneben und das eine Mal, wo sie mal richtig lagen, bin ich schon lange nicht mehr. Da saß er immer nur in Zobis. Da hat er sich einfach von unten aus der Schankstube hat er sich einen anderen Stuhl geholt und hat gedacht, so das come on. Ich suche euch gleich den nächsten Part raus. Gut, wir sind beim nächsten Snippet. Sie fragt ihn, was er
wer eine Erwartungshaltung hat, wenn es auf dieses Date zugeht. Und Leute, wollen wir alle raten, was die Erwartungshaltung ist? Ist es, ja, das Ding wird demonetarisiert, das ist schon lange, aber demonetarisiert. Von daher ist es das hier. Ficken, Bumsen, Blasen. Das wird sein, oder? Ganz ehrlich, wettet jemand dagegen? Let's go. Wollen wir es mal sehen, was es ist. Nee, ich meinte wirklich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Nee. Sex eben. There we go. Ist schwierig zu erklären, Reini. Ist ja so ein Nischenthema. Da gibt es ja nicht praktisch 1 Milliarde verschiedene Euphemismen dafür. Ne? Das Tier mit 2 Rücken machen. Ne? Ja, aber klar geht's. Ja, hier, Knoppers und immer wieder Knoppers. Aber Vollgas. Das muss es dann schon sein. Das sind die Erwartungshaltungen vom großen Drachen. Ja, ich weiß nicht, die Erwartung, auch die vielleicht ein bisschen bremsen. Aber hier, aber wieder auch. Alles in derselben Minute geschossen. Diese Spammerei. Was soll das? Ganz ehrlich, liebe Mädels, vor allem jetzt die Mädels. Wir Männer sind da weniger anspruchsvoll, aber stellt euch einmal vor, ihr lernt jemanden kennen, findet den vielleicht ganz sympathisch, abends beim Furtgeh vielleicht habt ein bisschen einen Intus und denkt euch mal, der ist ganz nett. Ja, tauscht Nummern aus und ihr kriegt dann von dem mal den Inhalt ausgeklappert. So einen Wall of Text hingeschissen, wo alle 10 Sekunden irgendwas bam, 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 bam. Ihr nehmt euer Handy in die Hand und seht, keine Ahnung, 20 verpasste Nachrichten von dem einen Dude. Wie lang dauert es, bis ihr die Nummer gelöscht und blockiert habt? Wird dann nochmal zurückgeschrieben oder ist es das gleich? Warum? Und natürlich, hier Bomsene halt. Bomsene. Also lecken, Fingern, Blasen, Penetration. Ja, wir haben verstanden, Rainer. Wir wissen alle, wie das funktioniert. Knutschen natürlich, etc. Ja, genau, ganz wichtig. Okay, also er will nur auf das eine hinaus und sie hat eigentlich Also, warte mal, Ofi. Wir schauen. Also das Bärchen schreibt, ja, sie kommt. Aber sie legt jetzt nicht darauf an, dass Snoo gemacht wird. Antwort von Reini. Hat irgendwas mit Forza zu tun oder vielleicht sieht es ja eng aus oder vielleicht ist es auch. Okay. Dann muss ich Kondome besorgen. Es sei denn, du würdest es riskieren wollen, von mir ein Kind zu bekommen. Zing. Unfucking fassbar. Soweit ich das mitkriege, ist es doch vor dem ersten Treffen, oder? Ja, wie schaut's aus? Hier, Snoo, wenn du kommst. Boah, ich möchte nichts ausschließen, aber wollen wir nicht erstmal treffen? So schon eher so eine defensive Antwort. Also, ganz ehrlich, allein schon, weil die Frage schon urbehindert ist. Da wäre normalerweise eine ganz andere Antwort angemessen gewesen, aber, ne? Hey, lass ruhig angehen, schon so, wo man zwischen den Zeilen lesen kann, wenn man denn lesen könnte. Piano, mein Freund. Eher nicht. Und da kommt er. Ja, okay, dann kaufe ich ja Gummis, wa? Es sei denn, wir können gleich Kinder machen, oder? Weil Leute, wie und warum und was zum Teufel? Rainer hat glaube ich, irgendwo auf Google gesucht, keine Ahnung, Red Flags, First Date, WhatsApp oder sowas und einfach die Sachen copy-paste. Deswegen geht es auch so schnell. Das hat er nicht selber geschrieben. Deswegen kriegt er auch 5 Nachrichten in 1 Minute raus. Das ist einfach, ich muss so schnell wie möglich, so viel wie möglich Schwachsinn posten. Dann wird die irgendwann, wird die drauf anspringen. Ich check's nicht, Leute. Ich check's nicht.
So, jetzt haben wir vorgespult, jetzt geht's anscheinend um Telefonate, entweder irgendwie über Discord oder über WhatsApp oder sowas, die sie wohl mit aufgenommen hat. Also, ne, wenn man es vorher noch nicht geglaubt hat, dass da eigentlich schon ein waschechtes Bärchen am Start war, ne, bitte sehr. Jemand, der da ernsthaft Interesse hätte, würde im Leben nicht irgendwelche Telefonate mit aufnehmen. Aber schauen wir mal rein. Ich weiß nicht, Wenn das schon das erste ist, was ich höre. was du das mitbekommen hast, aber ich war in Göttingen und da bin ich aus dem Hotel geflogen, wieder mal. Ich bin am Tag darauf in Göttingen am Bahnhof im Zug angegriffen worden. Ja, weiß ich nicht. Also von den Sachen, die ich gesehen habe, von den Videos, die ich gesehen habe, die da gemacht wurden, warst schon eher du der Aggressor, der auf die Leute losgegangen ist. Ja. Und noch mehr. Was ich gerne machen würde, ist, ich würde gerne, das haben wir ja schon mal besprochen, ich würde eigentlich gerne mal einen Monat oder was durch Portugal reisen. Ja, freilich. Machen wir. Auf jeden Fall. Bitte. Wenn jetzt dann die Nachzahlung kommt, Bürgergeld für die letzten 3 Monate, dann druckst ab, was du dem Uwe noch schuldest und den Rest nimmst du für ein One-Way-Ticket nach Portugal. Und dann wird da gestreamt, wie du durch Portugal mittelst. Einwandfrei. Da wünscht dir viel Spaß. Da kommst du aber ohne TikTok nimmer raus aus der Situation. Das ist dir klar, oder? Mit Rucksack und Schlafsachen und so weiter. Ja, Schlafsachen und Rucksack. Also Schlafsack, dass man so auf Campingplätzen schläft, vielleicht einmal verschiedene FKK-Campingplätze und Ja, natürlich, was sonst? Die sind ja auch, also die gibt es ja wie Sand am Meer, diese FKK-Campingplätze. Überall, auf der ganzen Welt. Die warten ja praktisch bloß auf Leid wie Ehren. Campingbereiche machen. Achso, ja, da, wenn wir schon bei dem Thema sind, FKK ist auch eins meiner Hobbys. Ja, ich weiß nicht, Rainer. Ich glaube, FKK ist für viele Leute eher so eine Lebenseinstellung. Keine Ahnung. Ich bin eher der Badehosenmensch. Aber ich glaube nicht, dass du wirklich verstanden hast, worum es da geht. Ja? Also ich finde es auch nicht cool mit der FKK-Geschichte. Also ich würde jetzt nicht an den FKK-Strand gehen. Aber ich verstehe, wo die Leute herkommen irgendwo. Und das ist nicht da, wo du herkommst. Also ne, vom Kopf her. Rainer ist nämlich der Meinung, FKK, richtig geil. Da kann man hier sich hier Mijis und Didis anschauen. Und darum geht's da eigentlich nicht. Was ich allerdings leider aufgrund von eigenen Situationen momentan schwer Situation, Ladies and Gentlemen, Situation. ausleben kann. Warte, probier's doch mal. Lauf mal nackert durch Zobis und schau, was passiert. Das ist aber was ich eigentlich gerne schon letztes Jahr und auch vorletztes Jahr gerne ausgelebt hätte, jetzt wieder. Was ich eigentlich dieses Jahr irgendwann mal noch vorhab, wenn das irgendwie organisationstechnisch möglich ist. Wir wissen alle, Rainer ist Exhibitionist. Das ist der Grund für die Affinität, was FKK angeht. Er ist halt Exhibitionist. Punkt. Rainer gehört zu diesen Leuten, klassisch, die mit so einem Trenchcoat im Park, ne? Und ob man gerade ihn sowas ausleben lassen sehen will, weiß ich nicht. Kann jeder für sich entscheiden. Die meisten von uns haben es eh schon gesehen. Ist. Ich würde gerne versuchen, FKK wandern und FKK campen zu gehen. Für eine Wandern, Rainer. Habe ich da gerade Wandern verstanden? FKK hin oder her? Reini, habt ihr 2022 gesehen, wie du zu dieser komischen Teufelshöhle oder was das war gefahren bist? Oder davor irgendwo in Voitenheim marschiert bist, zur seichte Steigung, so einen Waldweg hoch, so einen Forstweg. Und du warst am Verrecken.
Du hast nach 10 Minuten eine 20-minütige Pause einlegen müssen, geschnaubt hast wie eine alte Dampflok und sämtliche Körperflüssigkeiten sind dir übers Gefries runtergelaufen. Blut, Schweiß und Tränen. Von 10 Minuten eine leichte Steigung nach oben hingehe. Wie willst denn du wandern, Rainer? Rainer, du kannst keine Minute stehen. Hast du dir den Haxen mal angeschaut in letzter Zeit? Wandern, Alter. Eine Woche oder 2. Ja, und damit können wir ja mal loslegen. Ja, legen wir damit los. Ganz zu schweigen davon, dass er pleite ist. Ne? Also er hat halt einfach eine barrende Fraktion ist halt nimmer viel da. Ne? Er hat halt einfach keine Barrende mehr. Wovon will der seinen Portugal-Trip bezahlen? Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Portugal ist geplant. Ne? Kein Knopf Geld in der Tasche. Aber Portugal. Wenn ich überhaupt wieder streame, dann erst in einem Jahr. Also erst Anfang des nächsten Jahres, aber ich glaube ehrlich gesagt, nach den Aktionen jetzt die letzten Tagen bezweifle ich ehrlich gesagt, dass ich überhaupt wieder zurückkomme. Ja, Rainer, wenn ich 10 Euro gekriegt hätte für jedes Mal, wo du das gesagt hast, Rainer dann ne, hätte vielleicht meinen Kanal nicht monetarisieren lassen. Ey, seriously. Es ist doch jedes Mal so gewesen in den letzten Jahren. In den letzten 10 beschissenen Jahren. Ja, nee, komm nicht wieder. Was in letzter Zeit passiert ist, einfach zu viel. Das mache ich nicht mehr mit, bla 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 bla. Es ist mir alles zu blöd, hängt mal alles zum Hals raus. Und dann ein paar Tage später, nee, ich lasse die Hater nicht gewinnen, ich mache weiter, ich bin wieder da. Geh weiter, Rainer. Geh weiter. Es ist jetzt auch eigentlich nichts mehr so weit da. Naja, hilft nichts. Mir ist es zu blöd, ehrlich gesagt. Ja, du und viele andere. Das Problem daran ist halt einfach, man kann es leider halt nicht so einfach umsetzen. Müssen wir schauen, ja, wie man das am besten macht. Muss mal schauen, wie ich das umsetzen kann. Mit den ganzen Hater-Gifts. Ja, Rainer, die Hater, wie gesagt, sind nicht dein Problem. Deine wirklich, wirklich schwachen Lebensentscheidungen sind das Problem. Aber ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich will ja eine Kommune gründen. Rainer, ich hab gedacht, diese Kommunenscheiße wäre jetzt langsam endlich das Klo runtergespült, wo es hingehört. Es kommt ja mit der Scheiße wieder um die Ecke. Was willst du jetzt? Willst du jetzt nach Portugal oder willst du eine Kommune gründen oder willst du eine Kommune in Portugal gründen? Gerade jetzt kommt er mit der Kommune wieder um die Ecke. Ganz ehrlich, diese Kommunenidee war, bevor du dein Internetende angekündigt hast, einer der größten Vollkatastrophen für dich. Ja, wo Leute die Polizei auf dich aufmerksam gemacht haben, weil sie gesagt haben, schaut euch den mal an, die Pläne, die der da für seine Edzardler Kommune hat, sind vielleicht strafrechtlich relevant. Und jetzt kommst du mit dieser Scheiße schon wieder um die Ecke. Wenn ich das irgendwann mal irgendwie hinbekomme. Irgendwann, irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und ja, mal schauen, wie das sich so ergibt. Mal Ja, schauen. umsetzbar ist sie halt im Moment absolut null, aber sie ist auf jeden Fall noch nicht vom Tisch, auch wenn ich jetzt den Blog und alles ja gelöscht habe im Laufe der Woche. Ja, hey. Ja, hey, Ofi. Ja, hey. Das ist unsere aller Reaktion. Die Kommune, Alter, ist noch nicht vom Tisch. Ich habe gerade Bürgergeld beantragt. Bin bei meinem Vermieter, dem Neonazi in der Kreide, weil ich ihm noch die Miete schuldig bin. Die Tussi, die dieses Zimmer gegenüber von mir am anderen Ende des Flurs hat mich angezeigt, weil ich irgendwas mit ihrer Tochter gemacht habe. Aber
Prio Nummer 1 ist schon die Idee mit der Kommune. So, die ist auf jeden Fall noch auf dem Tisch. Aber Rainer, du hast den Tisch so voll mit richtigen Problemen. Da wäre ganz, ganz, ganz schnell wäre das vom Tisch, wenn ich du wäre. Gott sei Dank bin ich nicht du. Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Ja, und ansonsten läuft bei mir nichts. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass ich so, dass ich da ja so viel Spaß haben sollte oder gehabt haben könnte, weil du mich kennst, weil, Ja, weil du es immer behauptet hast, Rainer. Du hast ja immer behauptet, dein Leben ist so gut und die Hater, die haben alle, die fressen jetzt dann bald alle Scheiße. Darf ich dir an Dezember erinnern, Ende Dezember, wo du gesagt hast, nächstes Jahr wird mein Jahr, ich habe ausgesorgt, ja, was auf die Hater nicht alles zukommt. Wo ist es denn jetzt alles? Ich sehe es nicht. Der Ofenkäse hat fast 140.000 Abonnenten auf YouTube. Was ist jetzt auf den zugekommen, bitte? Oder auf den Rest von uns? Nichts. Keiner von uns ist wegen den Dingen angezeigt worden, wegen denen du angezeigt wurdest die letzten Monate. Keiner von uns sitzt bei irgendeinem Menschen mit fragwürdigen politischen Einstellungen im Gammel-Monteurszimmer und hat sich eine Mülltüte an die Scheibe geklebt, damit es nicht sieht. Keiner von uns, das bist du. Keiner von uns hat irgendwelche komischen Bärchen-Leaks gerade, über die sich die halbe Nation scheckert lacht, wenn sie sich nicht irgendwie vor Ekel krümmen. ist ja eigentlich nichts der Fall. Letztes Mal 6 ist nach wie vor im April, Immer. März, April vor 2 Jahren gewesen. März, ihr Ding, oder? März, April vor 2 Jahren. Das wäre dann Mona. Ne? Ich sag, weiß nicht, ob man das. Ich war Gott sei Dank nicht dabei. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die richtigen Sex hatten. Also sogar wenn es da irgendwo zu irgendwas gekommen wäre, bezweifle ich, dass beide es als Sex bezeichnen würden. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn genügend von den blauen Smarties eingeschmissen werden und dann tatsächlich der Maulwurf mal kurz das Köpfchen aus dem Bauch steckt, glaube ich, dass der bei der ersten Berührung zum Kübeln anfängt und ich glaube nicht, dass die Frau das dann als Sex gehabt definieren würde. Ne? Genau, daran hat sich nichts geändert, außer du zählst das, wo ich sie gefingert habe, dazu. Aber Rainer, nein. Du sagst jetzt Monatszeit war das letzte Mal Snoozen bei dir. Aber es war deutlich nach Monatszeit, das war schon zur Diggity-Doggity-Zeit, wo du behauptet hast, du wärst in Straßburg im Hotel gewesen und du hättest jetzt hier diesen tollen Knutschfleck am Hals, wo du aus dem Zug gestreamt hast. Ich komme gerade hier, Straßburg Hotel, irgendwie die Alte an der Hotelbar klar gemacht und so und die war so hungry und die hat mir so einen Knutschfleck verpasst und so eine Scheiße. Das war deutlich nach Mona. Das war ja schon zu der hier Jason und so Staffel. Diggity Doggity schon. Ne? Hat da wieder jemand vergessen, wie er uns belogen hat, oder? Weil Und ein bisschen und halt ein bisschen rumgeknutscht. Rumgeknutscht habe ich mit 2 verschiedenen und gefingert habe ich nur die eine. Alter, wie er sich die Lügen zusammen rendert. Abgesehen davon war gar nichts. Puh. Weil, ey. Ich meine, klar, so richtig Sex schon lange nicht mehr gehabt, aber irgendwie hat er dann trotzdem, also auf der einen Seite muss er das Mitleid erzeugen, boah, ich hab schon so lange nicht mehr, magst du bitte die liebe Samariterin sein, die sich da barmt, und auf der anderen Seite ist er schon, aber trotzdem der tolle Hecht, der an jeder Hand 5 andere Mullen hat, oder? Er ist so einen dämlichen Krampf. Okay, also im nächsten Schnipsel geht es jetzt um seine Sicht der Geschichte, was mit der Nachbarin und der 3-jährigen Tochter von der abgeht.
Ne? Triggerwarnung. Keine Ahnung. Kann verschiedene Gründe haben. Ich persönlich vermute, beziehungsweise auch Uwe vermutet, dass sie sich bedroht gefühlt hat, weil ich hier bin. Warum, Rainer? Warum sollte diese Frau sich bedroht fühlen, weil du hier bist? Vor allem zu einer zu einem Zeitpunkt, in dem du noch nicht wirklich offiziell geleakt wurdest. Warum? Wäre es nicht eher andersrum, dass sie sich denkt, hey, wenn ich die einzige Person bin, die hier Zimmer hat und die anderen stehen alle leer, dann kann es passieren, dass der Uwe irgendwann pleite geht und die Butze verkaufen muss und dann muss ich hier raus. Je mehr Mieter der hat, desto besser ist es ja für mich, weil dann meine Bleibe gesichert ist. Wäre das nicht der schlauere Gedankengang? Wird sich die dann nicht freuen um jeden Dulli, der da reinkommt und dem ein paar Barne hinschmeißt, um da sein fettes Arschgebirge zu parken? Vor allem, weil da Flur und 2 Türen dazwischen sind und die Geruchsbelästigung praktisch dann sie nicht erreicht. Und sie nach deiner Aussage ja nur einen Deppen hat, der auf ihr Blag aufpasst. Weiß ich nicht. Sie hat wohl dann auch irgendwann angefangen zu recherchieren. Deswegen gehe ich davon aus. Uwe selber sagt aber, er glaubt mir, dass das nicht der Fall Was hat sie recherchiert? Hat sie Drachenlord gegoogelt? Oder sie hat trotzdem geglaubt, was sie gelesen hat. Das ist das Problem, oder? Ah, geh weiter, Rainer. ist. Und da bin ich auch ganz froh drüber, weil da hätte ich mit Uwe ganz andere Probleme noch haben können auch. Ja, sie hatte mir ja auch noch ordentlich ihre Leute auf den Hals gehetzt an dem Tag. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen und da bist du wirklich, wenn du mal sagst, Schlägerei hier, Schlägerei da, wo du vorhin erzählt hast, Schlägerei im Zug. Ich glaube, da hätte es anders gescheppert. Das sind nicht irgendwelche komischen Kuchenkinder, die da vielleicht einmal eine auf die Nase geben. Ich glaube, die Leute, die hätten die richtig verwemst. Der Witz Da wäre dann mehr als ein Zahnflötenganger dabei, glaube ich. dabei ist, dass ich auch noch auf ihre Kleine aufgepasst habe. Sie sagt zu mir, ich soll, sie fragt mich, ob ich auf die Kleine auf. Sie fragt, Rainer, sie fragt nicht. Ganz ehrlich, wer echt sagt, sie fragt, Oida. Der kriegt alles in mir, zirkt sie da auf. Sie fragt dich. Oder sie hat dich gefragt oder sie fragte dich. Passen kann, noch bevor sie das Ganze veröffentlicht hat und geglaubt hat. Weil sie Hä, was hätte sie denn veröffentlicht und geglaubt? Hä? Also deine Story ist jetzt, das Kind hat behauptet, dass du sie angefasst hast und danach hätte die Alte dich gefragt, ob du auf ihr Kind aufpasst. Das macht aber gar keinen Sinn. noch mal irgendwie weg muss und dann müsste sie die Kleine jetzt extra anziehen. Da habe ich gesagt, naja, klar, gut. Ne? Die Kleine steht total auf Drachenzähmen leicht gemacht und ich habe ja die ganzen Filme und Serien da, weil ich die Filme mag. Ja. Genauso wie der Mann in dem weißen Minivan immer Süßigkeiten dabei hat, Rainer. Und dann haben wir uns halt hier hingesetzt, haben uns hier auf dem Bett gesetzt. Warum, Rainer? Erstens mal, du hast kein Bett, ich habe die Bilder gesehen, du hast eine Matratze, die auf dem Boden flackt. Ihr Penner unter der Brücke. Also klar, ich meine, so Elefantenbett, da bräuchte er irgendwie, das muss aus Stahl und Geschworst und sowas werden, das hält er sonst nicht. Aber, warum? Auf dem Bett. Ich habe die Bilder der Wohnung gesehen, da steht eine Couch. Vor dem Fernseher. Warum zum Teufel setzt du dich mit dem Kind, das nicht deines ist, deren Mutter du kaum kennst, aufs Bett? Ich extra alles vorbereitet und dann haben wir Drachenzähmen leicht gemacht und auf dem Laptop angeschaut. Und dann hat sie und dann hat sie nach einer, jetzt kommt, warte mal,
Die hat gesagt, sie ist ungefähr eine halbe Stunde weg. So, aus einer halben Stunde wurde eine Stunde, aus einer Stunde wurden 2 Stunden, aus 2 Stunden wurden 3 Stunden. Ja, die Frau hat sich verspätet. Ende der Verhandlung, Herr Richter. Rainer hat überhaupt nichts falsch gemacht, weil jeder weiß, wenn die Alte sagt, ich bin in einer Stunde wieder da und sich dann verspätet, dann ist die kleine vogelfrei, oder? Willst du mich verarschen eigentlich? Die Frage, die gerade im Raum steht, die wohl dieses Bärchen dir gestellt hat, ist, es gibt diese Vorwürfe von dieser Mutter dir gegenüber, was ist da dran? Und eines deiner Argumente, warum du unschuldig bist und man dir nichts vorwerfen kann, ist, ja, die hat sich ja verspätet. Rainer, wenn einem sowas vorgeworfen wird und man hat es tatsächlich nicht getan, dann sagt man, nein, das habe ich nie getan, vollkommen hirnrissig, wie kommt er auf die Idee? Man erzählt nicht davon, dass die Frau, deren Kind man ja angeblich angepackt haben soll, unzuverlässig ist. Weißt du, wie sich das anhört? Weißt du, wie sie... Alter, das ist ganz bitter gelogen. Leck mich am Arsch. Alter, das bewegt sich so ein bisschen auf der Ebene. So klar, die hat Nein gesagt, aber die hat halt auch viel gesoffen. Sowas hätte ich machen sollen. Oida. Das ist ganz schwieriges Terrain. Und dann habe ich sie nach 2,5 Stunden habe ich sie dann angerufen, wann sie heimkommt. Sie hat gesagt, ja, in 10 Minuten ist sie da. Daraus wurde dann eine halbe Stunde. Dann waren es insgesamt 3 Stunden. Ja, dann war es 3 Stunden. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Aber ganz zu schweigen davon, wenn irgendwelche mir nicht bekannten Menschen, sagen wir sogar, wenn irgendwelche mit mir nicht verwandten Menschen mich fragen würden, ob ich auf ihre Blagen aufpasse, dann würde ich sagen, du kannst dich geschmeidig ins Knie ficken. Vielleicht nicht so, ja, wenn es Leute sind, die ich mag, würde ich halt höflich sagen, nein, weil es nicht meine Aufgabe ist, ganz ehrlich. Und wenn ich sage, ja, okay, pass auf dein Kind auf, und die Person sagt, ich bin eine halbe Stunde wieder da und kommt dann 3 Stunden nimmer, dann sage ich, ja, hier hast du dein Blag wieder, aber das war das letzte Mal, dass ich auf dein Kind aufgepasst habe. Alter. Und das hat sie dann ein paar Mal so abgezogen, dass sie die Ihr merkt dieses dieses typische Ding bei so vielen Situationen. Leute, alle Leute, die ein bisschen länger schon im Game sind oder die sich das Wissen intensiv nachgeholt haben, jedes Mal, wenn er irgendwie sich gerade on the fly so eine Lügengeschichte zusammengerendert hat, hat es diese Scheiße gegeben. Dieses und ja im Übrigen und letzten Endes ist dann im Übrigen und letzten Endes und jetzt kommt die Poente. Diese Vögel fliegen da sehr tief. Ja? Wir kennen es. Da wird sich gerade irgendeine Räuberpistole aus dem Arschgebirge gezogen. mehrmals mehrere Stunden bei mir gelassen hat. Hat mir persönlich nichts ausgemacht. Wir haben uns halt hingesetzt, ein bisschen Film geschaut, ein bisschen. Ja, aber du hast gerade vorhin gesagt, sie hat gesagt, sie ist eine halbe Stunde weg und war dann 3 Stunden weg und das war ein Mordsdrama. Auf einmal macht es ja nichts aus. Miteinander gespielt. Und das war's. Und dann an Silvester hat sie mir die Kleine auch aufgedrückt gehabt. Ja, wie soll sie dir denn die Kleine aufdrücken, bitte? Rainer, du bist ein vollkommen wildfremder Mann. Niemand, aber auch wirklich niemand dreht dir einen Strick draus, wenn deine Nachbarin da in der Dulli-Pension sagt, hey, hier Wingel, pass bitte auf mein Kind auf, und du sagst, nein, wird dir keiner einen Strick draus drehen. Du sagst dann, was geht mit deinem Blag an, kümmere dich selber um dein Kind, du hast es ja auch gemacht. Ne? Nicht mein Problem. Fertig. Wenn du da so keinen Bock drauf gehabt hättest, hättest du einfach Nein sagen können, Rainer. Komischerweise hast du es nicht gemacht.
Äh, Äh, hat sich auch schon oft genug besoffen dann. mh. Merkt das? Erst, ach ja, saufen tut die im Übrigen und klauen wie die Raben. Keiner, anstatt einfach zu sagen, hey, was mir da vorgeworfen wird, ist unhaltbar, habe ich nie gemacht. Und ich würdige das keinen weiteren Kommentar oder ich habe sogar Beweise dagegen. Sagst du, ja, aber die Kleine ist ja eh so klein, da kann man nicht trauen und die Alte, die nimmt, die trinkt, ne? Und die ist unzuverlässig. So ein Ding ist es nämlich. Rainer, niemand, der nicht irgendwo, ne, hat's nötig, die Leute zu diffamieren, die einem gerade was vorwerfen. Wenn du dir nichts zu Schulden kommen lassen hast, dann sag einfach, hey, ich habe nichts gemacht. Punkt aus. Ende der Aussage. Mehr muss ich nicht sagen, weil mehr ist nicht passiert. Ich habe nichts gemacht. Fertig aus. Jetzt da irgendeine Story herzufantasieren, warum die Frau ganz fürchterlich unglaubwürdig ist, weiß ich nicht. Kommt bei mir nicht gut an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Leute, aber bei mir kommt das nicht gut an. Wenn sie mit der Kleinen da und alles, sie trinkt dann öfter mal mit Obi ein paar Schnäpschen, wo ich daneben stehe mit einem Glas Weizen, wo ich mir denke, okay, ne, heftig. Also wenn ich jetzt ein Glas Weizen oder ein Glas Bier trinke, Ja, Alter. Weil die Alte trinkt, während das Kind dabei ist. Und ich stehe trinkend, während das Kind dabei ist, daneben und denke mir, wie unvernünftig. Wir nehmen jetzt den Schnaps und das Weizen und verwandeln das in andere Drogen so. Sagen die, hey, die Alte ist da, die drückt. Uwe drückt die da, während das Kind dabei ist. Und ich stehe daneben, Vollgas auf Pappe und denke mir, wow, krasse Farben. Aber auch super unvernünftig und verantwortungslos. Natürlich sollte man sich, wenn man auf ein Kind aufpasst, vor allem nicht als Mutter, die die Verantwortung für das Kind hat, dann sollte man sie natürlich nicht besaufen. Oder irgendwelche anderen Drogen nehmen. Aber das ist sehr convenient, oder? Dass das auf, im Übrigen, die hat im Übrigen das und das gemacht. Der kann man kein Wort glauben. oder sowas, ist das ja kein Problem, weil erstens habe ich kein Kind und zweitens mal, Gott sei Dank, Rainer. bei mir dauert es ewig, bis sich da überhaupt was bemerkbar macht. Ich trinke das mehr, weil es mir schmeckt, als dass ich da irgendwas davon habe. Ja, wir wissen alle, der Rainer, der vertragt Alkohol richtig gut. Er vertragt Alkohol richtig gut. Der hat ja nie irgendwie im YouNow-Stream im Suff irgendeine dumme Scheiße palabert. Gibt's ja keine endlosen Memes darüber, was er im Suff alles gesagt hat. Oder wie er sich irgendwie einen komischen, was war das, dieser japanische Pflaumenschnaps irgendwie, oder Likör, die ganze Flaschen auf Ex in den Ogerkiefer geschüttet hat. Und sie geht daher und kippt sich da einen kurzen nach dem anderen. Wenn in Reiners Geschichten irgendjemand hergeht, ist es auch ganz deutliches Indiz dafür, dass der Lulu-Train nach Bullshit Town aufgebrochen ist. Ne? Es geht dann immer jemand her, entweder geht er her und ist der große Held und macht irgendwas ganz Tolles, schlägt die Hater in die Flucht, 30 am Stück oder so, was weiß ich. Oder die Hater gehen her und haben die Scheiße gebaut. Wenn immer irgendjemand hergeht in seinen Stories, ist immer ganz deutliches Lülülü-Zeichen. Und hat dann da die Kleine und ich denke mir so, weißt du. Mhm. Und das Geilste daran ist ja auch noch, dass sie mit ihrer Kleinen im Zimmer ist. Also Wow, ey, die Mutter ist mit ihrer Kleinen allein in dem Zimmer. Einer ist skandalös. Weißt du, was ich eher skandalös finde, ist, du warst mit der Kleinen alleine in deinem Zimmer. schlafen ja im gleichen Zimmer. Jetzt pass auf, ganz am Anfang. Aufpasse. Aufpasse. Alles für den Dackel.
Alles für den Club, unser Leben für den Hund. Ja. Ordnung muss sein. Als ich hier angekommen bin, also da angekommen bin. Da hat er sich verplappert. Der hat auch am Anfang noch gesagt, ja nee, ich kann dir noch nicht sagen, wo ich bin, aber ich bin ganz sicher nicht mehr in Zobes. Und dann, dann kommt, als ich hier angekommen bin, ich meine da angekommen bin. Er schafft es halt immer wieder. Das Hirn hat einfach die Rechenleistung nicht, dass es gleichzeitig die Story erzählt und synchron die Story noch rendert. Entweder sind dann diese ewigen Pausen dazwischen, wo in seinem Hirn dieser Buffering-Kreis, ihr kennt den von YouTube, wenn er mal irgendwie durch den Tunnel fährt oder so, dieser Buffering-Kreis erscheint in seinem Hirn, oder er blubbert halt irgendwelche Sachen raus, die er dann schnell wieder korrigieren muss, weil er versehentlich die Wahrheit erzählt hat. Habe ich ganz am Anfang, als ich da angekommen war, habe ich ihr dann mal geholfen, weil sie da gerade eingezogen ist. Und da ging es darum, dass wir den Schrank von dem einen Zimmer ins andere Zimmer bringen müssen, weil sie Schmarrenreiner. weil sie da den Boden machen wollte, glaube ich, oder so, oder die Wände oder irgendwas. Die wollte den Boden machen, also in dem Zimmer war kein Boden drin. Dann hat man praktisch aus dem Zimmer ohne Boden hat man den Schrank raustragen, weil sonst wäre er ja ins Erdgeschoss gefallen. Dann hat man Boden neu gemacht und dann den Schrank wieder neu. Komm. Also haben wir das gemacht, da haben wir erstmal den Schrank ausgeräumt und dann habe ich erstmal das Zeug genommen, habe es aus dem Schrank raus und Zeug. Ding. was hatte ich da in der Hand? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hast du wieder im Schritt rumgespielt. So ein Venus-Teil. Ich weiß nicht, wie das Ding genau heißt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Das ist so ein Teil, was so mit Luftdruck arbeitet, was du dir an den Kitzel hältst. So. Und da ist schon mal so eine Luftdruckpistole an so einem Luftdruckschlauch, ne, der an so einem Kompressor hängt, benutzt hat, aber das ist mir gerade irgendwie durch den Kopf geschossen. Das arbeitet mit Luftdruck, mit Sicherheit rein. Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt auf irgendeine von diesen Sextoy-Seiten gehe, keine Ahnung, wie der Use-Shop oder Ice.de oder wie die nicht alle heißen, da finde ich dann sicher irgendwie diese Spielzeuge und ich kann praktisch den passenden Druckluftkompressor gleich mitkaufen. Damit die Lippen schön flattern, oder was ist da los? Das arbeitet mit Luftdruck, oder? Freilich. Ganz ehrlich, die meisten Sexspielzeuge, von denen ich bisher gehört habe, die haben mit Akku oder Batterie oder sowas gearbeitet. Vielleicht manche nur mit Kabel, aber mit Luftdruck habe ich bisher nicht gehört. Ist das mal, ja, wenn sie sich mal aufpumpen will. Hau mir auf die Fresse, was ist los? So, ne? Und ein Vibrator lag einfach so offen mitten im Wohnzimmer in ihrem Schrank. Ja, Rainer, wenn es im Schrank lag, dann lag es auch nicht offen im Wohnzimmer rum. Rainer, wenn ich irgendwas in den Schrank tue, dann liegt es nicht offen im Wohnzimmer. Ist ausgeschlossen. Wenn ich meiner Mulle ein Geburtstagsgeschenk bestelle und es kommt hier an, verstecke ich es auch oft im Schrank. Irgendwo unter meine Unterhosen drin, weil ich weiß, da schaut sie nicht hin. Wenn ich es mitten ins Schlafzimmer legen würde, würdest du es natürlich finden und fragen, was ist das? Und weil die nicht blöd ist, wird sie sofort sehen, das habe ich nicht für mich bestellt. Ne? Also es liegt nicht offen im Wohnzimmer rum, wenn es im Schrank ist. Schrank ist ein sehr, sehr gutes Versteck.
Sogar für, wenn du es vor erwachsenen Leuten geheim halten willst. Und ganz besonders vor Kindern. Ich mir denke, okay, super, geile Aktion. Ja, ich hab mir dabei nichts größer gedacht, so, ne? Wow. Die erwachsene, alleinstehende Frau, die da wohnt, wo du wohnst, in einem anderen Zimmer, hat Gerätschaften zur Masturbation zu Hause. Skandal, Rainer. Rainer 1912 hat angerufen, es hätte gerne seinen Skandal wieder. Lass die Frau, vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum sie ab und zu ein bisschen länger die Kleine bei dir geparkt hat. Lass die Frau sich doch hier mit der Schüttelgurke behandeln. Ja, Gott weiß, dass es von dir und von Uwe sicher nicht kriegt. Kriegen will. Wahrscheinlich auch. Beides. Wo ist das Scheißproblem? Ja, aber im Nachhinein hat sie mir dann vorgeworfen, dass ich die Kleine angefasst habe und alles. Rainer, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Rainer, das hat doch damit gar nichts zu tun. Ganz zu schweigen davon, dass sie diese Dinge hat, mitnichten beweist, dass sie benutzt hat in der Zeit, in der sie da gewohnt hat. Die wohnte da erst seit ein paar Monate. Wenn ich jetzt schaue, keine Ahnung, ich habe so einen SNES Mini da, der bereitet mir auch sehr viel Freude, wenn ich damit spiele. Ich habe ihn trotzdem seit einem Jahr nicht mehr in der Hand gehabt. Ne? Ist jetzt vielleicht, ich gebe zu, der hinkt ein wenig der Vergleich, aber ihr wisst, wohin ich will. Mit der Geschichte. Rainer versucht es, die Vorwürfe ihm gegenüber klassischer Spiegellord-Taktik wieder zu entkräften, indem er praktisch der Partei, die ihm das vorwirft, genau das Gleiche vorwirft. Das ist wie so ein kleines Scheißkind im Kindergarten oder in der Grundschule. Also wenn man entweder diese Beleidigungscontests gemacht hat oder irgendwie mit irgendwelchen Waffen auf sich geschossen hat. Und dann kommt einer mit Spiegel. So eine Scheiße ist es. Selber. Und mein Kollege hat, an dem ich das erzählt gehabt hatte, vorher mal, weil ich das lustig fand. Rainer, ich habe vor kurzem Fotos gesehen, auf denen ganz offen in deinem Bad dein Duschaufsatz für hinten reinpömpeln gelegen ist. Tatsächlich offen, nicht irgendwo in irgendeinem Schrank, offen. Im Bad. Was willst du mir jetzt erzählen? Hat dann gemeint, also nicht die Aktion, dass sie mich dafür beschuldigt, sondern das mit dem Vibrator. Fand ich lustig. Bin überhaupt nicht lustig, beides nicht. Die Vorwürfe dir gegenüber finde ich absolut nicht lustig, überhaupt nicht. Und eine erwachsene Frau, die Sexspielzeug besitzt, finde ich auch nicht lustig. Das ist vollkommen normal. Habe ich ihm damals erzählt gehabt und im Nachhinein, als die mich dann beschuldigt hat, meinte er, ob die in dem gleichen Zimmer schläft wie die Kleine. Und da habe ich gesagt, soweit ich weiß. Also ich bin darüber auch nicht so informiert, aber soweit ich weiß, ja. Und da hat er gemeint, naja, vielleicht hat die Kleine wirklich irgendwas erzählt, hat aber, ne, kleine Kinder machen da ja öfter mal Sachen, erzählen da öfter mal Sachen, weil die das gar nicht so begreifen, was die da meinen. Oder wie das ankommt, besser gesagt. Mein Kollege hat gemeint, vielleicht hat die Kleine gesehen, wie die selber sich angefasst hat. Ja, aber das ist die Krönung der Ekelhaftigkeit. Das erste Mal sei Gumbel aus Denken. Wir wissen alle, dass es den nicht gibt. Wie künstlich konstruiert kann so eine Geschichte sein? Ich habe da zufällig in ihren Schrank geschaut und da habe ich Sexspielzeug gefunden und dann habe ich das meinem imaginären Kumpel erzählt und der hat gesagt, wahrscheinlich ist so und so gelaufen und das ist, weil die Kleine ist nämlich behindert und die Alte ist Alkoholikerin, deswegen hat die keine Kontrolle mehr, wann sie sich's macht und ob das Kind da dann dabei ist oder nicht.
merkst du, was das für eine wahnwitzige Geschichte ist, die du da gerade zusammen fantasierst? Ey, ganz ehrlich, da ist ja die Storyline aus Breaking Bad, wo Jesse zu diesem Meth-Head-Paar nach Hause kommt. Wo die eine den Typen dann mit dem Geldautomaten killt. Da ist ja die Story ist ja praktisch glaubwürdig dagegen. An Betracht dessen, was du an Haaren herbeigezogener, hanebüchener Scheiße da gerade verzapfst. Rainer, es geht hier um ernsthafte Vorwürfe dir gegenüber. Und du konterst mit, ja, die Alte, die trinkt im Übrigen und die ist unzuverlässig und wahrscheinlich macht sie sich's vor ihrem Kind. Bist du nur ganz sauber? Jetzt mal ganz ehrlich? Verstehst du den Ernst der Lage dieser Vorwürfe? Oder wortlos, ganz ehrlich. Irgendwie in die Richtung und da irgendwas missverstanden hat. Na, und lauter solchen Blödsinn. Also, schon heftig, das Zeug. Mhm. Das ist schon heftig. Also du erzählst es praktisch, die Alte ist so besoffen und drogenabhängig und sexbesessen. Weiß nicht, keine Ahnung, jemand, der ein Suchtproblem hat und sexbesessen ist, ich weiß nicht, an wen ich dann als erstes denke. Ich meine, klar, Rainer ist nicht drogenabhängig, das ist schon mal ein Pluspunkt so, aber er ist zuckerabhängig. Ich meine, Rainer fragt sein Date, bevor es kommt, ob es noch Zucker mitbringen kann. Ne? Und Zucker macht abhängig. Aber er beschuldigt die Mutter, jetzt hier praktisch Alkohol- und drogenabhängig zu sein, unzuverlässig zu sein. Und das Kind ist halt hageldumm und es merkt nicht den Unterschied zwischen, ich sehe die Mama, wie sie sich anfasst, oder der dicke Perverso von nebendran hat mich angefasst. Den Unterschied checkt die nicht, weil die ist halt zu dumm dazu, weil die kommt ja von der Alkoholikermutter. Ist ja vollkommen klar. Alter, was für eine ekelhafte Scheiße ist das? Ja, Und weiter geht's im Karussell. Ich hoffe, von euch hat noch keiner kübeln müssen. Bei mir ist es bald soweit. Wir haben halt immer ein wenig gespielt, ein wenig gekitzelt und so weiter. Sie Ja. Rainer, du bist nicht der Cousin oder der Onkel von dem Kind. Du bist irgendein wildfremder Dude, der offensichtlich im Leben versagt hat, sonst würde er da nicht wohnen. Ich weiß nicht, ob es angebracht ist, mit einem Kind, mit dem du nicht verwandt bist, irgendwie auf dem Bett zu liegen und es zu kitzeln. Ich weiß nicht, das hört sich für mich falsch an. Korrigiert's mich bitte, wenn ich da irgendwie Schmarrn verzapf. Aber, ne? mich, ich sie. Ansonsten haben wir halt Film geschaut und Serie geschaut. Ja, klar. Ja, mittlerweile, Oder wisst ihr was? Ganz ehrlich, wenn mir das jemand erzählen würde, wir klammern jetzt die Protagonisten einfach aus. Den 34-jährigen Reini und das 3-jährige Mädchen. Und wir nehmen jetzt einfach die Geschichte, wie sie ist. Jemand erzählt euch, jo, wir haben es uns auf dem Bett gemütlich gemacht, ich habe den Laptop angemacht, wir haben uns einen Film angeschaut und irgendwann haben wir dann gespielt und haben uns gegenseitig gekitzelt, sie mich, ich sie. Hört sich das für euch nach Babysitten an? Oder nach Netflix und Chill? Denn für mich hört es sich nach Netflix und Chill an. Ich hatte in meiner Vergangenheit Dates mit Frauen, die so abgelaufen sind. Ne? Ja,
kommst du vorbei, schauen wir uns einen Film an. Und die hat halt Bier mitgebracht und nicht Zucker. Aber und dann hat man sich da hingesetzt und dann, ne, sind so Spielchen passiert und so. Das hört sich für mich nach Netflix und Chill an. Nicht nach, ich habe auf ein kleines Kind aufgepasst. Da leuchten gerade bei mir sämtliche Alarmleuchten. Da hat die kleine Angst vor mir. Ja, weil ich, nachdem das war, ich lasse mir sowas ja nicht vorwerfen. Ich bin dann hergegangen jedes Mal. Ich bin hergegangen, ja, ich lasse mir sowas nicht vorwerfen. Rainer, weiß ich nicht. Ja? Die hat, das hast du sehen, sondern am Anfang, kannst du auch einen Uwe fragen, der hat das mitgekriegt. Nachdem die mir das vorgeworfen hat die Kleine, habe ich ja die Kleine dann gemieden, ne? Die Kleine, Ja, dann hättest du die Kleine vielleicht vorher schon meiden sollen. Dann wäre es soweit vielleicht gar nicht gekommen. Aber ja, natürlich, ja, wenn dir sowas vorgeworfen wird, es wäre ja auch noch schöner gewesen. hergekommen ist. Die ist natürlich hergekommen, hat sich total gefreut, weil wir ja uns super verstanden hatten. Hat sich total gefreut und lacht und so weiter, ne? Und will von mir hochgehoben werden. Und ich habe gesagt, nein. Das habe ich immer mit einem strengen Ton gesagt, so nein. Und das habe ich ein paar Mal gemacht und seitdem hat sie Angst vor mir. Also seitdem hat sie Angst vor dir. Gut, das ist jetzt eine Version von der Geschichte. Ich nehme an, dass die andere Version der Geschichte, die ihr kriegt, wenn ihr die Mutter von der Kleinen befragt, wahrscheinlich sein wird, so, das Kind ist gekommen, hat mir das erzählt, ich musste meinem Kind in dem Alter erklären, dass das nicht in Ordnung ist und dass der dicke Onkel von nebenan was Schlimmes gemacht hat und deswegen hat sie Angst vor ihm. Na, das sind die zwei möglichen Geschichten. Wer jetzt wem glaubt, wird ein Gericht entscheiden. Macht euch selber ein. Also, warte mal, ja, hier, Ofi. So, wir skippen weiter. Jetzt geht es weiter um die Anzeige, die die Mutter von dem kleinen Kind ihm gegenüber gemacht hat. Let's go. Weil ich persönlich glaube nicht, dass es mit den Hatern zusammenhängt. Klar haben Nee, ich glaube auch nicht, dass das mit den Hatern zusammenhängt. Ich glaube auch nicht, dass deine Nachbarin eine Haterin war, bevor du da eingezogen bist. Ich glaube nicht, dass die gewusst hat, wer du bist. Ich glaube, dass die andere Probleme im Leben gehabt hat vorher, als sich mit dem Drachengame zu beschäftigen. Herzliche Grüße an meine ganze Community. Wir haben offensichtlich keine anderen Probleme und können uns deswegen die Freiheit nehmen, uns mit dieser Scheiße zu beschäftigen. Aber nee, ich glaube auch nicht, weil wenn es eine Haterin gewesen wäre, wären da andere Dinge passiert. Und ganz ehrlich, eine Haterin, die dich kennt, hätte dir auch niemals, scheißegal wie sehr sie auf Drogen oder besoffen war, ihr Kind anvertraut. die Hater das dann hinterher veröffentlicht, aber es gibt kein Video, wie die das gemacht haben. Und normalerweise passiert das aber nicht. Normalerweise, wenn die solche Aktionen machen, filmen die auch, wie die das machen. Nee. Ich verstehe den Gedankengang jetzt gerade nicht. Er glaubt nicht, dass die Anzeige der Mutter wegen der Aussage der Kleinen von den Hatern inszeniert ist. Ja, das glaube ich auch nicht, Rainer. Wie könnte man das denn auch glauben? Aber das ist halt bei Rainer, der denkt immer, bei allem, was Schlechtes, was ihm passiert ist, sind immer die Hater schuld. Wie zum Teufel haben die Hater das jetzt wieder hingekriegt, dass die Mutter von der Kleinen da mich deswegen angezeigt hat? Nee, Rainer, das hast du ganz alleine geschafft. Und das ist doch im Endeffekt auch wieder der Beweis, die Hater sind eben nicht an allem schuld. Aber sein Gehirn ist so drauf gepolt, weil er ist ja nie schuld. Das ist ja scheißegal, was scheiße läuft und wie scheiße es läuft in seinem Leben. Eins steht fest, Rainer ist niemals selber dran schuld. Und er hat jetzt natürlich in den letzten, sagen wir mal, 13 beschissenen Jahren sich sehr da reingesteigert, dass im Notfall immer die Hater schuld sind. Das ist natürlich wirklich ein sehr bequemer Sündenbock. Ja, weil Rainer ist schon mal nicht schuld. Und es gibt nur zwei Personengruppen, die schuld sein können, Rainer oder die Hater, und Ausschlussverfahren sagt, wenn Rainer nicht schuld ist, sind es die Hater gewesen. Jetzt
ist aber das Problem, wenn die Hater an allem Schlechten schuld sind, was dir passiert ist in deinem Leben, dann wirst du jedes Mal, wenn dir was Schlechtes passiert, denkst, wie haben die Hater das gemacht? Und irgendwie kriegt er dann einfach wieder so einen kompletten Bluescreen im Kopf. Wenn er merkt, so, die Hater können das eigentlich gar nicht gewesen sein, dann bleibt nur noch schwere Ausnahmefehler. Nee, das glaube ich nicht, weil das ist ja früher auch nicht so gewesen. Ja, dann geh doch diesen Gedankengang weiter. Wenn es die Hater nicht waren, die dir diese Scheiße eingebrockt haben, wer wird's dann wohl gewesen sein? Uwe nicht, und da sind wir schon am Ende deiner sozialen Interaktionen die letzten Jahre. Du hattest soziale Interaktionen in den letzten Jahren mit den Hatern, mit dir selbst und mit Uwe. Und wer wird dann wohl schuld sein, wenn es die Hater und die und die Uwe und ja, man kann es nie wissen. Ja. Vielleicht ist bald die Uwe. Aber wenn es die Hater und Uwe nicht gewesen sind, wer wird es dann wohl gewesen sein? Die haben das ja immer so gemacht und rauskriegen, wer das ist ja nicht der Fall. Nur anhand von einem Video. Im Telegram oder so veröffentlichen die das trotzdem normalerweise. Nee, ich glaube, das hing eher damit zusammen, dass das vielleicht jemand war, weil der Uwe ja eine gewisse Gesinnung hat. Ach so, eine gewisse Gesinnung. So nennt man das heute, wenn jemand stramm rechtsradikal ist. Also er ist schon als, ich glaube, er wurde schon als Neonazi auch bezeichnet, rechtlich, aber er ist selber... Reini, der Mann hat NPD-Veranstaltungen in seiner Putze veranstaltet. Kann man sagen, so. Ist wahrscheinlich fest. Also er ist jetzt nicht aggressiv oder sowas. Leute, die rechtsradikal sind, müssen nicht zwangsweise aggressiv sein. Ne? Ein hier Björn Höcke ist auch nicht aggressiv. Also zumindest redet er das immer aus. Irgendwie, ja, das war gar nicht aggressiv, ich weiß ja gar nicht, keine Ahnung, ich habe ja nur Geschichte studiert, ich weiß ja gar nicht, was Hitler so alles gesagt hat. Ja? Ne? Wer rechtsradikal ist, muss nicht immer dieses Klischee, dieses Glatzkopfs mit den Springerstiefeln, mit den weißen Schnürsenkeln und den Baseballschläger erfüllen. Manchmal haben die auch stattdessen eine Sense oder eine Axt in der Hand. Und er akzeptiert oder hat mich ja auch so akzeptiert, wie ich bin, mit Nein. Nein, Renner. Ist gerade Dr. Freud bei dir vorbeigekommen? Er hat mich so akzeptiert mit meinem Oida. Freudscher Versprecher ist ein Ding. Das ist ein nachgewiesenes Ding in der Zeug. Pädophil, sage ich schon. Ja, warum nur? Mit meiner homosexuellen Neigung und so. Rainer, du hast keine homosexuelle Neigung. Du hast eine sexuelle Neigung. Du bist sexuell gestört. Weiter, dass ich bisexuell bin, meine ich. Bisexuell ist keine homosexuelle Neigung. Rainer, bisexuell ist bisexuell und homosexuell ist homosexuell. Und so weiter und so fort. Ja. Also hat er ja auch alles akzeptiert, weißt du? Oh, hauer. Hat er akzeptiert? Ich weiß nicht, wie viel er davon weiß. Reini. Ich weiß nicht, wie viel er davon weiß. Ich glaube, Uwe weiß tatsächlich weniger als 2% von deinem Leben. Aber wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, du erzählst uns seit Jahren, dass es niemanden im Internet gibt, der mehr gegen Rechtsradikale gekämpft hat als du und dass du das absolut verabscheust und dass du immer dagegen gekämpft hast und so weiter und so fort. Und jetzt erzählst du uns, ja klar, der Typ, bei dem ich wohne, der so eigentlich mein hauptsozialer Kontakt ist, so der, natürlich ist der strammer Nazi so. Aber ist ganz in Ordnung, weil der hat mich bisher noch nie rausgeschmissen. The hell? Da sind wir wieder, ihr werdet das in meinem Video, wenn es irgendwann mal veröffentlicht wird, in meinem Urlaubsvideo hören, da sind wir wieder bei den Leuten, die mit einem There's No Planet B T-Shirt
durch den Europapark laufen. Ich dachte so, weiß ich nicht, Digga. Ja, wenn ich so ein Klimaschutz-Ultra bin, dann gehe ich vielleicht nicht in den Europapark oder fliege nach Bali oder sowas. Ja? Und wenn ich halt angeblich der YouTube-Influencer bin, der am meisten gegen Rechtsradikale gemacht hat, dann wohne ich halt vielleicht nicht beim Uwe da in Zobis in der Nazi-Butze, wo irgendwelche NPD-Veranstaltungen stattfinden. Das beißt sich ein wenig, da der Herr Müller sagen. Weiter geht's. Guido hat über fast 2 Jahre genug Material gesammelt und hat es letzten Endes dann veröffentlicht. Ladies and Gentlemen, let's turn Enders. Ja, es gibt genug Hater, die keinen Bock mehr auf diesen Scheiß haben, weil manche. Ja, ist richtig, Rainer, weil es ihnen zu viel geworden ist. Aber da geht es nicht darum, was die Hater gemacht haben, sondern da geht es darum, was du gemacht hast. Sirius ist jetzt seit kurzem wieder da und ich bin froh, dass er wieder da ist. Ich höre mir sein Zeug wirklich gerne an, auch immer noch. Aber auch der hat damals, als die Vorwürfe wegen der Kleinen rausgekommen sind, gesagt, ich bin raus aus der Nummer. Und zwar nicht, weil irgendeiner von den Hatern es übertrieben hat, sondern weil du es übertrieben hast. Von den Hatern einfach zu weit gehen. Es haben sich auch mittlerweile schon wieder neue Leute gemeldet, die mir Infos geben wollen. Ja, Rainer, die Leute, die dir Infos geben wollen, das ist dann auch wieder, die geben dir gerade so viel, dass sie sich dein Vertrauen erschleichen können. Das sind auch alles Hater. Nach der Aktion jetzt vor ein paar Tagen, wo mir jemand die Nase blutig geschlagen hat. Ja, hast du dann mitgekriegt? Da in Göttingen hat mir doch jemand die Nase blutig geschlagen. Ja, hast du nicht mitgekriegt. Hast du jetzt Drachenlord nicht gegoogelt? Ja, Rainer, da hast du halt einen auf die Fresse gekriegt. Shit happens when you party naked. Ja, na klar, im Zug. Ja, na klar. Die Schlägerei im Zug, da habe ich eine blutende Nase gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Schlägerei war. Ne? Du hast da ein paar auf die 12 gekriegt, so. Ne? Dadurch, dass ich ADS und Legasthenie habe, konzentriere ich mich nur auf Sachen, die mich wirklich interessieren und fast. Wie kommt er jetzt von, ich habe eins auf die Fresse gekriegt, auf ADS und Legasthenie? Und es ist wieder die klassische Winkler-Ausrede. Ja, ich kann mir einfach um manche Sachen nicht konzentrieren, weil ich habe einfach ADS und Legasthenie und wenn mir irgendwas nicht komplett fesselt, dann. Nee, du bist einfach stinkend faul und du interessierst dich null für irgendwas, was dir nicht irgendwie hedonistisch Befriedigung bringt. Ja? Faszinierend und damit komme ich super klar. Darin bringe ich es auch zu größeren Meisterschaften als manche Leute, die sogar noch einen höheren Schulabschluss haben als ich. Auch wenn. Rainer, wie und wo, in welchem Bereich bringst du es zu Meisterschaften? Rainer, du bist seit Ewigkeiten arbeits- und auftragslos und verbringst einen nicht unbeträchtlichen Anteil deines Tages damit, irgendeine Scheiße zu daddeln. Und ich habe trotzdem wirklich seit Ewigkeiten niemanden gesehen, der so schlecht im Zocken ist wie du. Rainer, ich kann irgendeinem 11-Jährigen einen Controller in die Hand drücken und Assassin's Creed 2 und der wird das besser spielen als du. In was bist jetzt da der große Experte, auf das du dich so fokussiert hast? Im sich als Mobbing-Opfer darstellen, das geht wieder. Und in Leugnung der Realität, das geht wieder Anno. Aber, bitch, please. Alles, worauf du dich eingeschossen hast, wo du gesagt hast, nee, das ist jetzt das Ding. Ich bin jetzt Streamer, YouTuber, TikToker, ist alles ein Bach runtergegangen. Ich bin der Mettler unter den Let's Playern, hast du damals gesagt, dass du diesen komischen Drachen da an die Wand gemalt hast. Was ist daraus geworden? Nix. Ne? Du bist der Dulli unter den Versagern. Ich wahrscheinlich trotzdem nicht studieren könnte. Rainer, du kannst nicht studieren, weil du keinen Schulabschluss hast. Weil du ein Sonderschulversager bist. Der es nicht mehr geschafft hat, in der Sonderschule ein Zeugnis zu kriegen, das irgendeine Aussagekraft hat, außer
Der ist blöd für euch. Aber mit meinem, aber dadurch, dass ich mich für manche Sachen interessiere, Ja, das macht Scout nicht fett, Rainer. Und ganz ehrlich, die Sachen, für die du dich interessierst, sind Animes, Daddelnö, Essennö und Wichsnö. kann ich mich in diesen Sachen so begeistern, dass ich in diesen Sachen mich teilweise wirklich wochenlang, monatelang oder sogar jahrelang verlieren kann. Ja, Rainer, ich habe auch, das ist schon längere Zeit her, es war zwischen dem Abi und meinem Zivildienst, bin ich ja zeitlang wirklich massiv auf Dark Age of Camelot hängen geblieben. Und ich habe tatsächlich in der Zeit kaum was anderes gemacht. Das ist halt trotzdem keine Lebensleistung, wenn ich einfach irgendwann um 10 in der Früh aufstehe, mir einen Kaffee mache, mich hinsetze, daddel, zwischendurch mal fressen und scheißen gehe, weiter daddel und um 3 auf die Nacht wieder ins Bett gehe. Das ist keine Lebensleistung, so das sind verschenkte Monate gewesen. Und über diese Themen dann so weit informiere und informiert bin, dass ich teilweise wirklich Ja, du kriegst keinen geraden Satz raus. Wie willst du denn über Themen informieren? ja, keine Ahnung, wirklich wahrscheinlich sogar eine Doktorarbeit drüber schreiben können. Ja, freilich, eine Doktorarbeit wird er drüber schreiben. Boah, Rainer, ich sag's dir, ich habe 2 Semester studiert und ich habe es geschmissen, was mir zu früh geworden ist und ich bin nicht so brunzbissel blöd. Eine Doktorarbeit. Alter, du kannst vielleicht, das hat es auch in der Grundschule damals gegeben, irgendwie irgendeine Erzählung schreiben, wo du irgendeine Geschichte hast ausdenken müssen zu irgendeinem Thema. Das sind die Sachen, die hast du auch schon veröffentlicht. Ich sag bloß die Antwort auf die Träume. Aber eine Doktorarbeit schreiben. Mit Quellen. Alle Quellen sind Trust Me Bro bei ihm. Ich bin Experte. Tja, aber einfach deswegen, weil ich da einfach so viel mache schon da gemacht habe. Kann man nicht irgendwie Sexualkunde studieren oder so? Ja, mit Sicherheit kann man das irgendwo, aber da wäre zum einen, weil er keinen Schulabschluss hat und zum anderen, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, seine Snoo-Snoo-Erfahrungen schon sehr begrenzt sind, wahrscheinlich nicht der große Experte drin. Habe ich auch schon überlegt, ob ich nicht irgendwas in die Richtung machen könnte. Freilich hat er das überlegt. Reiner Spoiler-Alarm? Nein, kannst du nicht. Aus vorher erwähnten Gründen nicht. Ich habe auch angefangen, ein Fachbuch dazu zu schreiben. Alter, hat ein Fachbuch dazu geschrieben. Rainer, die Antwort auf die Träume ist kein Fachbuch, was Sexualkunde angeht. Heute dein dummes Maul. Das sind deine kranken Wix-Fantasien, die du irgendwie in Einsen und Nullen auf deinem Computer verwandelt hast. Mit eigenen Überlegungen, Theorien, Aufstellungen an andere Studien. Ich werde irgendwann mal das Buch, ich habe gestern auch schon überlegt, ob ich nicht an dem Buch mal weiterschreiben soll und dann mal dieses Buch fertig machen und dann mal gucken, vielleicht veröffentliche ich das ja, wenn ich soweit bin. Ja, Digga. Das Fachbuch über Sexualität von dem umgebombsten 34-Jährigen, das wäre der richtige Bestseller. Vom Spiegel empfohlen hier von Sascha Lobo. Thema ist Katal und wie es ihm geht, schauen wir mal. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kriege keine Rückmeldung mehr. Ich habe schon mal versucht, ihn zu schreiben und gefragt, ob alles okay ist, aber ich kriege keine Antwort mehr. Ja, es könnte daran liegen, dass der jetzt im Knast ist. Weil er diese Teenager da am Mac ist abgezogen hat. Er ist da verurteilt worden zur Gefängnisstrafe, oder? Er hat die Zusammenarbeit beendet gehabt Ende letzten Jahres und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu ihm. Der Vertrag. Ende letzten Jahres, Leute. Leute, Ende letzten Jahres. Ich erinnere euch nochmal dran, was Ende letzten Jahres so passiert ist. Da waren diese spendet mir 750 Euro auf Tibi für 12 Stunden Stream, ne? Wo ihm permanent die Luft ausgegangen ist bei diesem
Deppenspiel auf dem Mars. Rainer und Katal haben aber schon behauptet, die Zusammenarbeit, dass die schon ein halbes Jahr vorher beendet gewesen wäre. Irgendwann im Frühsommer. Komisch. Aber wie gesagt, diese Übergriffigkeit auf dem McDonalds-Parkplatz war ja auch erst im Herbst. Ist ja hinfällig, den hat er ja zerrissen. Soweit ich weiß. Und ich hatte ja nie eine Kopie von dem Ding, also von daher ist mir soweit aber auch eigentlich ganz recht. Das Thema ist einfach durch und damit hat sich die Sache. Wieso nicht, ob der Vertrag überhaupt rechtskräftig gewesen wäre, weil Ich finde es interessant, dass es tatsächlich einen Vertrag gegeben hat zwischen den beiden Parteien. letzten Endes ist es ja so, Letzten Endes. dass ich mehr oder weniger in einer Zwangslage war. Und hätte ich diesen Vertrag, wieso bin ich jetzt Zweiter? Oder er dattelt im Hintergrund. Oder er dattelt, er telefoniert mit der Alten und will die dazu überreden, zu ihm zu kommen und Snoo zu machen. Und der dattelt im Hintergrund. Und zum Thema, ich war in einer Zwangslage, ist halt schon, weiß ich nicht, wenn ich so ein Auto miete, ne, so einen Leasingvertrag mache für ein Auto und dann nach 2 Jahren läuft der aus und dann sage ich gehe jetzt vor Gericht, ich möchte mal Kohle von den letzten 2 Jahren wieder haben, weil der Autohändler hat das ja ausgenutzt, dass ich in der Zwangslage war, dass ich kein Auto gehabt habe. Ja, na, Rainer, wenn du dann den Vertrag unterschrieben hast, dann nicht wirklich eklatant Dinge drinstehen, die gegens Gesetz sind, dann hättest du dich an diesen Vertrag halten müssen. Aber du kannst heilfroh sein, dass der Katal irgendwann gecheckt hat, dass er mit dir nur gegen die Wand fährt, beziehungsweise in den Knast und die Zusammenarbeit mit dir dann beendet hat. Egal. Und hätte ich diesen Vertrag, unterschrieben, da ich den Vertrag unterschrieben habe, als ich in der Situation, in der Zwangslage. Er daddelt wieder hin im Hintergrund und dann wieder hätte ich jetzt den Vertrag, also wenn ich jetzt den Vertrag, also unterschrieben den Vertrag, war, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt ein rechtskräftiger Vertrag gewesen wäre. ja, weiß ich nicht, Rainer, das ist halt erst einmal der Vertrag und den Vertrag, die Rechtskräftigkeit des Vertrages anzufechten, ist halt eine Sache, die kannst du dir leisten, wenn du einen Anwalt dir leisten kannst, aber den Anwalt kannst du nicht leisten, weil du deine Kohlen immer wieder mit beide Händen ausgeschmissen hast in der Sekunde, in der sie aufs Konto gekommen sind. Sportexperte. Ich sag mal so, die Mehrheit von den Leuten, die mir aufs Maul haut, hat am Ende eine Arschkarte. Der Typ, der mir da aufs Maul gehauen hat, ich habe den erst leicht weggeschubst und dann ist der hergegangen und ist voll auf mich losgegangen. Und normalerweise. Ist hergegangen, wissen wir schon, dass gelogen ist, Rainer. Ich habe die ganzen anderen Auseinandersetzungen gesehen, die du mit Hatern hattest. Da hast nie sonderlich gut ausgeschaut. Und du warst immer erstmal der Aggressor und hast dann direkt eine kassiert. Schubsen die bloß kurz zurück, deswegen habe ich ein wenig zu langsam reagiert, weil ich das nicht so gewohnt war. Und da geht er her und prügelt voll auf mich ein. Nachdem er mich dann 2-3 Mal getroffen hat, habe ich mir gedacht, jetzt reicht's. Und dann bin ich aufgestanden, dann habe ich ihm voll die Fresse. Nein, das ist ein Schmarren. Wir wissen, dass es nicht so war. Wir wissen, du warst vorher schon gestanden, du warst der Aggressor, du bist den angegangen, dann hast ihm eine langen wollen und dann hat er dir halt eine zurückgegeben. Und im Gegensatz zu dir weiß der, wo die Faust hingehört, dass, ne? Ich habe jahrelang Kampfsport gemacht. Ich bin vielleicht nicht mehr so fit, wie ich vor 10, 20 Er hat jahrelang Kampfsport gemacht. Jahren war. Ja, und er ist nicht mehr so fit, wie er vor 20 Jahren war. Rainer, du warst vor 20 Jahren schon nicht fit. Wir haben Bilder gesehen. Und, du hast einen scheiß Kampfsport gemacht. Du hast genauso viel Kampfsport gemacht, wie du Skateboard gefahren bist. In diesen Rudi-Tape-Leaks, wo du andere Leute beim Skateboardfahren gefilmt hast. So viel Kampfsport hast du gemacht. Aber ich bin immer noch gefährlich genug, um mich mit den meisten von den Vollpfosten, die mich angreifen, da auseinanderzusetzen. Zumal die Mehrheit von. Rainer, ich habe
Ich habe in meinem Leben sehr, sehr wenig Kampfsport gemacht und es ist so lange her, dass es mir überhaupt nichts mehr bringt. Ich habe irgendwann mal tatsächlich irgendwie Brazilian Jiu-Jitsu gemacht, aber das ist fast 20 Jahre her. Und, und Judo und das ist 30 Jahre her. Und ich bin auch nicht, sagen wir mal, der fitteste Mensch auf der Welt. Nein, ich darf die trotzdem wegmachen ohne Probleme. Rainer, was willst du eigentlich? Wem verzeihst du das? Rainer, du wiegst eine Vierteltonne. Du kannst ja selber nicht mehr den Arsch abwischen. Wie willst du den Leuten erzählen, dass du jetzt der große Rambo oder der hier Nahkampfspezialist Steven Seagal oder was ich bist? Jean-Claude Van Damme? Nix. Und wir haben es in den Videos immer wieder gesehen, du versuchst dann irgendwie die irgendwie zu packen oder mit deinen Flossen da irgendwie in der Gegend umeinander zu winken und währenddessen kriegst du halt permanent 1 auf die 12. Ja, wenn es irgendeiner wirklich darauf anlegen würde, dir tatsächlich einen bleibenden Schaden zuzufügen, hättest du dem nichts entgegenzusetzen, gar nichts. Wenn irgendeiner wirklich denkt, so, nee, dem gebe ich's jetzt, dann ist vorbei, Rainer. Du hast, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie viel unglaubliches Glück du hattest, dass dieser Mensch dir noch nicht begegnet ist, der gesagt hat, nee, heute machen wir ihn weg. Weil du dem nichts entgegenzusetzen hast. Von denen sowieso Flachpfeifen sind. Wie er aber auch. Schauen wir gleich weiter. Amen. Darauf an, welche Infos halt, ne? Ein paar Infos kann ich dir schon geben. Zum Beispiel, dass ich halt zur Zeit wieder einfach sexuell gefrustet bin. Ja, Kältepries, Rainer. Letzte Info, die hätte man nicht unbedingt braucht, so auf die Idee wäre ich selber gekommen. Und das Bärchen mit Sicherheit auch. Das sogar noch eher, weil die seit geraumer Zeit mit dir schreibt und die ganzen widerlichen Anspielungen ertragen muss. Was so wenig geht bei mir. Oder halt die ganze Zeit gegangen ist, aber das ist ja jetzt nichts Neues für dich, denke ich. Na, ist es auch nicht, Rainer. Und der Grund, warum bei dir nichts geht, ist vielleicht die Art und Weise, wie du auf Frauen zugehst, wenn du sexuelles Interesse an ihnen bekundest. Das ist vielleicht der Grund, es kann auch die Optik oder die Beleidigung sämtlicher anderen Sinne sein. Das spielt wahrscheinlich alles ein bisschen mit rein, aber ich nehme an, die Art und Weise, wie du auf Frauen zugehst, wie du Frauen behandelst, ist wahrscheinlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass bei dir nicht läuft zurzeit. Wie gesagt, wer ficken will, muss freundlich sein. Reden. Der liebe Ufi auch Thema. Ich kann nicht allzu laut reden, weil ja das Fenster kaputt ist. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, das abzudichten. Rainer, erstens, diese Flüsterei geht mir tierisch auf den Sack. Ey, kann ich halt so laut reden, bla bla bla, das Fenster ist kaputt. Ich weiß nicht, was der erwartet, dass die Leute irgendwie mit dem richtigen Mikrofon auf dem Baum sitzen und da beim Fenster reinleuchten. Rainer, Kleberfolie drüber. So lange, bis das Fenster repariert wird. Ne? Bums aus, Nikolaus. Fertig. Aber es ist neue Schanze, alte Lebenssituation. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt er sich jetzt da gerade, deswegen ist es wahrscheinlich noch nicht repariert, jetzt fühlt er sich erst richtig zu Hause, jetzt wo das Fenster eingeschmissen ist. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, bis am Wochenende hier abgeht. Ne? Ich tippe auch drauf, dass heute was passiert. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Allerdings. Leute, ich weiß nicht, wer von euch auch so auf dem Dorf aufgewachsen ist und dann hat man irgendwie am Spielplatz irgendwelche Lager gehabt und dann hat ein Lager gegen das andere Lager und die Kinder, die sie nicht mögen, und dann hat man sich da irgendwie in sein Lager zurückgezogen und Schlachtpläne gemacht. Das hat sich so angehört, ja. Schmeißen wir hier den Stein und müssen den Staudamm verteidigen und sowas. So hört sich das für mich an, wie ein kleines Kind, das irgendwie in seinem Lager zu seinen Kumpels flüstert, wie man den Nachmittag jetzt die böse andere Gruppe besiegen kann. Höchstgradig erbärmlich und lächerlich. Es gab's. Allerdings würde ich dir empfehlen, dich von der Christine und von der Kleinen fernzuhalten.
ich nehme auch nicht an, dass die Christine und die Kleine irgendein Interesse daran haben, Zeit mit deiner Mulle zu verbringen. Aber ich weiß schon, woher der Gedanke kommt. Er hat ihr jetzt jede Menge Lügen erzählt über die Nachbarin und die Kleine. Und jetzt sage ich, ja, halte ich von denen fern. Weil die könnten dir ja Sachen erzählen, von denen ich nicht will, dass du sie weißt. Die hat mit Ofenkäse zu tun. Oh, jetzt geht die große Verschwörung ist aufgedeckt. Die hat mit Ofenkäse zu tun. Oh mein Gott. Ja? Warum hat noch niemand James Bond eingeschaltet? Die hat mit Ofenkäse zu tun. Allein der Satz. Leute, jetzt denkt euch mal, ihr werdet nicht im Drachengame. Ne? Blendet mal das Drachengame im Kopf aus und dann überlegt euch, jemand kommt zu euch und sagt, hey, ich glaube, die Person ist nicht vertrauenswürdig, die hat mit Ofenkäse zu tun. Was würdet ihr dann denken? Würdet ihr dann denken, ja, hey, klar, alles gut, oder hängen geblieben und bitte sofort die Männer hier mit den weißen Turnschuhen anrufen? Das haben wir heute rausgefunden. Die schreibt wohl regelmäßig mit dem Ofenkäse hin und her. Halte ich für ein sehr großes Risiko. Ja, das haben wir heute rausgefunden. Das haben wir heute rausgefunden. Der Investigativjournalist Wingel. Die hatte das Handy unten auf dem Tresen liegen. Ja, Opi war daneben und hat ihr das Handy dann gebracht, als die bei mir oben war. Und so getextet hat. Und da hat er gesagt, dass sie wohl eine Nachricht vom Ofenkäse auf dem Handy hat. Oh, ich weiß nicht, ob das strafrechtlich relevant ist, ans Handy von jemandem zu gehen und die WhatsApps zu checken von der Person. Weiß ich nicht. Und da gab es vorhin auch schon ziemlichen Streit und ziemlichen Stress. Die hat offensichtlich auf WhatsApp, ja. Da ist die Frage, ob man nicht irgendwie rechtlich dagegen vorgehen kann. Ja, da ist die Frage, ob sie nicht rechtlich gegen dich und Uwe vorgehen kann. Wenn ihr widerrechtlich ihr Handy nehmt und ihre WhatsApp-Nachrichten checkt. Ja, ich glaube, da kann man wahrscheinlich rechtlich dagegen vorgehen. Sprich, ich lasse mir die Nummer von ihr geben und gebe die an die Polizei weiter. Allerdings werden die auf die Art und Weise den wahrscheinlich auch nicht finden. Ja, wahrscheinlich nicht. Das wird schon eine Wegwerfnummer sein. Nehme ich ja mal an. Grundsätzlich ist es aber ein Riesenproblem. Es besteht also das Risiko, dass wenn du herkommst, die ein Foto macht und oder auch Informationen, dass du hier bist, das an den Ofenkäse weitergibt. Und die hat eine ziemlich beschissene Meinung von mir. Ja, Kelse Briesreiner. Kelse, hast du mitgekriegt, weswegen die Frau dich angezeigt hat? Wundert es dich dann, dass die Frau keine große Meinung von dir hat? Er hat mir heute mehrfach gesagt, ja, von wegen, ich hätte ja nie was in meinem Leben erreicht. Ja, da hat sie auch recht. Du hast ja nichts in deinem Leben erreicht, außer eine der meistgehasstesten Personen dieses Landes zu werden. So, diese typischen Hater-Sprüche. Ich habe in meinem Leben nicht. Nein, das hat mit Hatersprüche gerade überhaupt nichts zum Tor. Es ist, ganz ehrlich, es ist immer, wenn ihm irgendjemand irgendwas sagt, was ihm gerade nicht passt, ist Mob und Hass, und Hate. Mobbing und Hate. Ist immer Mobbing und Hate, ist scheißegal. Die Person kann so neutral sein, wie sie will und nichts mit der Hater-Szene zu tun haben. Und die sieht halt offensichtlich auf den ersten Blick, dass er sein Leben an die Wand gefahren hat. Sagt ihm, Rainer, ich glaube, du hast dein Leben an die Wand gefahren. Typischen Hater-Sprüche, Hater entlarvt, wissen wir Bescheid, einwandfrei. Rainer hat wieder gewonnen, unbesiegt. Wie man die Realität so komplett ausblenden kann. Ja, die sagt, ich bin ein Versager, dann muss er Haterin sein. Rainer, wenn dir einfach die ganze Welt sagt, dass du Versager bist, dann ist wahrscheinlicher, dass du ein Versager bist, als dass die ganze Welt Hater sind. Nichts erreicht und das ist ja alles sinnlos, was ich gemacht habe oder was ich mache und so weiter und so fort. Okay. Ja, möchten wir morgen, oder? Okay, hier redet der Ofenkäse
Mehr? Langsam wird's schon, wir sind schon wieder bei 1,75 Stunden. Leck mich am Arsch. Sicher. Naja gut, egal. Hören wir mal weiter, denn er spricht noch weiter über den Vorfall mit dem Kind. Ja, genauso wie ich mit der Kleinen, wie die Filme geschaut habe. Das kam heute auch wieder zur Sprache. Der Räusperer ist eigentlich auch immer ziemlich eindeutiges Lügenzeichen. Ich traue dir dann nicht weiter, dass ich sie werfen kann. Rainer, ganz ehrlich, wenn ich die Leute aufzählen würde, die das über dich sagen, dann sitzen wir morgen nur da. Mhm. Ich habe hier heute auch angedroht, wenn es mir weiter so auf Wasser geht, dann wird es auf jeden Fall verzappeln, wenn sie noch mal irgendwas irgendwie an Ofenkäse weiterleitet. Ich ihr das Jugendamt auf den Hals setze. Okay, das kommt richtig gut, Rainer. Die Frau zeigt dich an wegen so einer Sache und deine Reaktion ist, ich jag ihr das Jugendamt auf den Hals. Wow. Weißt du, was mich am meisten an der Alten aufregt? Weißt du, was mir am meisten an dir aufregt? Dass du hier gerade einfach über die Alle herziehst. Ganz ehrlich, natürlich wird die Mother of the Year Award kriegt die nicht. Die wird auch ganz viele falsche Kreuzungen genommen haben in ihrem Leben, damit sie da gelandet ist, alleinerziehend. Aber darum geht es im Moment nicht. Rainer, es geht im Moment darum, welche Vorwürfe gegen dich im Raum stehen und du nimmst es absolut nicht ernst. Die hat mir heute vorgeworfen, dass ich die hat mir heute vorgeworfen, dass ich ja nichts in meinem Die haben mir vorgeworfen, dass ich Leben erreicht habe und so weiter und so fort. Ja, das hast du gerade schon gesagt und da hat sie auch recht damit bei deinem Text, Rainer. Und dass ich so scheiße dastehe jetzt. Und all Ja, Rainer, du stehst scheiße da. Sie kann sich darüber ein Urteil erlauben. Die steht ähnlich scheiße da. Die wohnt in derselben Drecksputze wie du. das. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich deswegen so scheiße dastehe wegen Menschen wie ihr. Was? Dann habe ich ihr gesagt, dass ich deswegen so scheiße dastehe wegen Menschen wie ihr. Ach so, wegen Menschen wie ihr. Ich habe im ersten Ding da gesagt, ich dachte, da ist jetzt der Schlaganfall gekommen. Nein, Rainer, du stehst nicht so scheiße da wegen Menschen wie ihr, sondern du stehst so scheiße da wegen Menschen wie dir. Spezifisch wegen dir. Du kennst die Alte erst seit ein paar Monaten. Die ist nicht dran schuld, dass du da gestrandet bist. Mitnichten. Die Person, die daran schuld ist, die siehst du morgens im Spiegel. Und was mich am meisten aufregt daran, ist die Tatsache, die Dass, dass sie sich getraut hat, was zu sagen. hatte heute die hat ja jetzt rausgehauen, dass sie so ach so gut ist und was weiß ich. Alter, er rendert sich da irgendeine Scheiße zusammen. Ich weiß nicht, ob er nebenher noch irgendwas anders macht oder daddelt oder sonst irgendwas. Aber diese, ja, die hat dann schon gesagt, also, dass sie, weiß ich nicht, also, ach so toll ist und so, also, Und und, die hat monatelang bei Uwe keine Schulden, keine Miete gezahlt. Hat sich teilweise auch bei ihm essenstechnisch versorgen lassen. Rainer, du lässt ja doch selber von Uwe das Essen bringen. Und ich bezweifle, dass da ja jetzt die letzten Wochen keine TikTok- und Dibi-Barren mehr geflossen sind, dass du in der Lage warst, deine Miete beim Uwe zu berappen. Also würde ich da den Ball mal ganz flach halten an deiner Stelle. Ja, die kriegt Kindergeld, die kriegt Rente,
Ja. Oh, die kriegt Kindergeld und Rente kriegt die. Das hört sich wieder so an wie irgend so ein populistischer Drecksmob, der irgendwie selber nichts auf dem Leben, nix im Leben auf die Kette gekriegt hat, so rum. Und jetzt sagt, ja, die, aber die faule Drecksau, die kriegt Kindergeld und Rente, die lebt wie Gold, wie Gott in Frankreich, in Zobes, am Arsch der Welt in der Nazi-Butze. Ja, die wird sicher nicht so ein schönes Leben haben, vor allem nicht, wenn du ihr Nachbar bist. Das wird die dir hier hingestellt. Ja, hier die Sozialschmarotzerin. Ja, auch da würde ich einen Ball mal ganz flach halten und erst einmal vor der eigenen Haustür kehren. Oh, du hast ja keine eigene Haustür mehr. Die müsste eigentlich Geld haben. Rainer, du müsstest eigentlich Geld haben. Rainer, du hast vor 2 Jahren deine Butze verkauft für einen horrenden Preis und hast danach noch zigtausend Euro an YouTube-Barren eingestrichen für über ein halbes Jahr. Du müsstest eigentlich Geld haben. Aber er hat sie nicht. So. Und die Miete müsste gezahlt werden. Ist aber auch nicht passiert. Rainer, du hättest zum Beispiel deinen Strom zahlen müssen damals. Das ist auch nicht passiert. Rainer, du hättest zum Beispiel auch deine Krankenversicherungsbeiträge zahlen müssen über die letzten Jahre. Das hast du auch nicht gemacht. Ganz ehrlich, wer hier wem irgendwas schuldig ist und wer hier was bezahlt oder nicht bezahlt hat, das ist ein Thema, da hast du die Fresse zu halten. Da hast du wirklich die Fresse zu halten. Ganz dünnes Eis, Rainer. Die ist faul. Die ist strunzdoof. Ja. Wen kennen wir denn noch, der faul und strunzdoof ist? Wir sind wieder beim Spiegel dort angekommen. Wir sind wieder bei der Geschichte von vorher. Die sagt, ich bin so und so, sie ist ja selber so und so. Es macht ihn in meinen Augen nicht glaubwürdiger. Ja. Die hat sich ihr ganzes Hirn mit Drogen vollgeballert. Ja, und du hast ja den kompletten Körper mit Zucker zerschossen. Die war mal drogenabhängig. Die war mal drogenabhängig, aber dann ist es ja jetzt anscheinend nimmer. Und ich persönlich glaube, dass die immer noch irgendeinen Scheiß nimmt. So wie die manchmal drauf ist. Und dazu. Rainer, die Scheiße, die du in den letzten Jahren ins Internet gepimmelt hast, wenn ich die irgendjemandem zeige, der nichts mit dem Drachengame anzufangen hat und der sich nicht auskennt, der denkt auch nicht, dass das echt ist oder dass du nüchtern warst, während dem, wo du das gesagt hast. Und dazu kommt dann, dass die 2 Kinder hat. Wo das zweite Kind schon beim Vater lebt, weil sie das ihr weggenommen haben. Weil die nicht in der Lage war, sich um das Kind zu kümmern. Ui, ich weiß, das kommt über shady einfach, oder? Das kommt über shady, jetzt einfach so viel wie möglich über die Mutter von dem Kind herziehen, gottlos auf Mutter gehen, auf Antwort auf die Vorwürfe ihm gegenüber. Ihm werden diese Vorwürfe gemacht und er geht auf die Vorwürfe null ein, sondern umkreist die und schippert die so gut wie es geht, um ad hominem auf die Mutter zu gehen. Ist das glaubwürdig für euch oder sagt es mal? Ab und zu hat die einen Typen hier. Ich würde mich, der übernachtet hier anscheinend auch ab und zu mal. Würde es nicht wundern, wenn der die ab und zu mal bumst. Ja, ganz ehrlich, wenn die einen Freund hat, eine erwachsene Frau, würde es mich auch nicht wundern, wenn die ab und zu gebumst wird von dem. So funktioniert das in einer normalen Beziehung. Da wird ab und zu, gibt's hier, ne, Tiki-Tack. Dass du das niemals kriegst, heißt nicht, dass alle anderen das auch nicht haben dürfen. Und jetzt pass auf. Aufpasse! Die Pointe an allem ist, Die Pointe an allem ist, dass immer, wenn du sowas sagst, eine massive Lüge kommt, Rainer. Eine massive Lüge. wohl, Äh, die hat kein eigenes Zimmer. Die schläft bei der Mama im Zimmer. Das heißt, wenn der bei ihr schläft und die Kleine im Zimmer ist, die hat zwar ein eigenes Bett, aber die schläft im gleichen Zimmer. Was meinst du, was passiert, wenn die bumsen? Rainer, du warst niemals dabei. Du weißt nicht, ob
die bumsen, wenn der vorbeikommt. Rainer, ich erzähl dir mal was, ist ein massives Geheimnis. Menschen, die in einer Beziehung leben, bumsen nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Weil diese Menschen normalerweise auch gerne Zeit miteinander verbringen. Und jetzt kommt der Knaller, ja? Auch ohne, dass man davon vom anderen irgendwie sexuelle Dienstleistungen erwartet. Und es ist durchaus möglich, dass die alle, wenn sie dir die Kleine zum Aufpassen gegeben hat, zu dem Typen gefahren ist, um ihn zu bumsen, weil sie bei sich in der Bude die Möglichkeit nicht hat, weil es nur ein Zimmer ist. Aber nichtsdestotrotz ihr Macker freilich bei ihr auch mal übernachten kann, wenn die einfach nur irgendwie zu dritt irgendwas machen. Dass dieses Konzept dir überhaupt nicht in dein komplett kaputt gewichstes Hirn reingeht, das von irgendwelchen Pornofantasien schon so komplett zerstört wurde, dass alles zu spät ist, wundert mich auch nicht. Aber Rainer, so ist es nun mal. Nur weil der da pennt, heißt das nicht, dass die automatisch da bumsen. Das ist deine Projektion aus deiner Sicht, so wie du es machen würdest auf andere Leute. Diese Aussage sagt mehr über dich aus, als über irgendjemand anders. Und dann wirft die mir vor, dass ich pädophil bin, weil ich mit der hier gesessen habe und Film geguckt habe und die Kleine sich an mich gekuschelt hat. Nein, sie wirft dir das vor, weil die Kleine ihr erzählt hat, du hättest sie da unten angefasst. Deswegen wirft sie dir das vor. Sie wirft dir das nicht vor, weil sie Sex mit ihrem Partner hat. Oder weil der Partner da übernachtet. Deswegen wirft sie dir das nicht vor. Sie wirft dir das auch nicht vor, weil du mit der Kleinen Film geschaut hast. Sie wirft dir das vor, weil die Kleine gesagt hat, hier, der Onkel Rainer hat da und dahin gelangt. Deswegen wirft sie dir das vor und aus keinem anderen Grund. Weil die Kleine ihr ja angeblich gesagt hat, dass ich ihr an die Muffel gefasst habe und alles und weiß. Sie hat sich an mich herangekuschelt. Ich habe ja mit der Kleinen gerade. Echt jetzt? Aber Leute, ich bin raus jetzt dann bald. Sie hat sich an mich herangekuschelt. Jetzt, das packen wir jetzt nochmal in einer extra Packerl rein und schauen uns das speziell an. Er kriegt diesen Vorwurf. Er wird deswegen angezeigt. Die Mulle fragt ihn, was damit ist. Und seine Ausrede ist, ja, die Kleine hat sich an mich rangekuschelt. Bitte, was? Es wird immer schlimmer. Erst ist so, ja, die alle säuft. Ja? Und die hat Sexspielzeug. Und Macke hat die auch noch. Und noch dazu hat die Kleine sich an mich rangekuschelt. Kann es gar nicht gewesen sein. Like, what the fuck? So gar nichts gemacht in die Richtung. Wir haben einfach Film geguckt. Fakt ist auf jeden Fall. Fakt ist, letzten Endes, wenn er Fakt ist sagt, kommt eine dicke, fette Lüge. Dass die Alte dann auch, da hat sie auch gesagt, ja, das macht man aber nicht mit einem fremden Kind. Ist richtig, Rainer. Das macht man nicht mit einem fremden Kind. Man muss aber auch dazu sagen, man gibt halt auch einfach sein 3-jähriges Kind nicht an irgendeinen komischen Dulli, der gerade zufällig nebenan in der Pension der schlechten Lebensentscheidungen eingecheckt hat. Ja? Wenn man selber weiß, wie es dazu gekommen ist, dass man da gelandet ist, dann sollte man so viel Hirn haben, 1 und 1 zusammenzuzählen und zu sagen, okay, die Leute, die da sonst noch wohnen, sind wahrscheinlich nicht so vertrauenswürdig. Und denen gebe ich vielleicht nicht mal 3-jähriges Kind. Dann habe ich ihr vorgeworfen, ey, pass auf, na. Du hast Aufpassen! zu mir mal gesagt, ich soll auf die Kleine aufpassen. Dann hat sie natürlich gleich wieder Wort auf die Goldwache gelegt, ne? Und hat gemeint, dass ich nicht gesagt habe, ich soll aufpassen, sondern sie mich gefragt hat. Dann habe ich gesagt, ja, du hast mich gefragt, wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, wie auch immer, da hättest du auch Nein sagen können, Rainer. Ne? Da hättest du auch, wie gesagt, niemand macht den Strick draus, wenn du sagst, nein, ich passe nicht auf dein Kind auf, so.
Ne? Mach ich nicht. Fertig aus. Weil hast du gesagt, dass du der Punkt, um den es ging, ist, dass du gesagt hast, dass ich eine halbe Stunde auf die Kleine aufpassen soll. Und sie nach einer halben Stunde wiederkommt. So, aus der halben Stunde wurden 2 Stunden, aus 2 Stunden wurden 3 Stunden. Ja, Rainer, die Story, die hast du vorher schon verzeiht und ich habe es da vorher schon nicht geklappt und das Bärchen sicher auch nicht. Weißt du? Und da frage ich mich, ja, was die Alte eigentlich macht. Könnt mir Rainer, was die Alte macht, geht dich einen Scheißdreck an. Ne? Es geht dich einen Scheißdreck an, was die Alte macht. Und wenn die nackert im Handstand durch die Innenstadt läuft, ist vollkommen wurscht. Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Auch wenn du auf das Kind aufpasst, was du nicht hättest tun sollen. Ja? vorstellen, dass die Alte bei dem Typen war und sich von dem mal eine Stunde flachlegen hat lassen oder 2. Ja, und ruf die Polizei an. Ruf die Polizei an. Sage hier, Polizei, hier, Zobes. Oder ruf bei der Pinea an. Die freuen sich, wenn sie mal wieder was von dir hören. Fragen sie sich ja auch, wie es dir geht. Ja, hier, ich wohne hier in der Nazi-Butze und die Tussi, die am anderen Ende vom Flur wohnt, so, die hat einen Macker. Und von Zeit zu Zeit fährt die zu dem und da bumsen die einfach. Ja, Herr Müller, mit Blaulicht bitte. Klar, wenn du währenddessen auf das Kind aufpasst, hast du die Arschkarte gezogen, weil, ne? Aber dann pass halt nicht auf das Kind auf, dann kannst du ja auch am Arsch vorbeigehen. Dann setzt ja das Kind irgendwie, keine Ahnung, unten bei Uwe an den Tresen hin. Dann lernst du wenigstens schon mal, wie du Zigaretten dreht oder so, keine Ahnung. Voll. Das würde ich drauf wetten. Weil das war auch noch ziemlich spät am Abend. Das war erst, die kam erst um 22 Uhr oder was zurück. Und ist aber um Ja, dann ist er um 19 Uhr abgehauen. Ja, das kann passieren. Reini. 19 oder was losgefahren. Die haben mir doch die Kleine bei jeder Gelegenheit aufgedrückt. Rainer, du bist ein freier Mensch und du bist weder verwandt noch hast du sonst irgendwelche sozialen Bindungen zu dieser Frau oder ihrem Kind. Die kann dir das Kind nicht aufdrücken, wenn du da keinen Bock drauf hast. Wenn du sagst, was will ich mit dem Kind? Lass mich in Ruhe mit deinem Kind. Ja, ich passe nicht auf dein Kind auf. Bums aus Nikolaus. Bin schwer beschäftigt. Hier TikTok-Streamende ist harte Arbeit. Fertig. Jetzt tu nicht so, wie wenn die dich mit der Waffe gezwungen hätte, auf ihr scheiß Kind aufzupassen. Das Geile an der Aktion war ja sogar das. Das ist dann immer, da kommt immer noch, er rendert die Lüge zusammen, dann fällt ihm noch irgendwas ein, was er gerne zwischen reingepackt hätte. Und es kommt dann mit, ja, das Geile an der Aktion ist das nochmal hinten nachgeschossen. Ich habe 2 Stunden an Silvester auf sie aufgepasst. Dann habe ich die Kleine noch unten dabei gehabt, habe auf sie aufgepasst, wie sie das Feuerwerk gezündet haben. Um 12. Und dann waren wir noch oben und haben uns außen hingesetzt und haben uns noch ewig unterhalten. Und dann ist die Kleine auch in meinem Stoß, in meinem Arm ist die dann noch eingeschlafen. Uiuiuiui, der Dr. Freud ist schon wieder massiv am Start in dem Video. Also auf meinem Schoß. Und der Witz an der Aktion war, dass die halt ich glaube, dass die mit dem Kind absolut überfordert ist. Und ich glaube nicht, dass die in der Lage ist, ein Kind zu ernähren, beziehungsweise so gut zu ernähren, als auch groß zu ziehen. Alter, das ist so urekelhaft, was er gerade schiebt. Es ist einfach nur gottlos ad hominem auf Mutter gehen. Die wirft ihm das vor und dann kommt, ja, hier, keine Ahnung, so unfähige Mutter, Rabenmutter, die lässt das Kind permanent allein, die gibt es irgendeinem Fremden, der da wohnt, absolut unvertrauenswürdigen Dude, gibt sie das Kind einfach, die säuft und nimmt Drogen und bombst, was nicht bei 3 am Baum ist und überhaupt und sowieso. Kein einziges Wort zu den eigentlichen Vorwürfen ihm gegenüber, sondern einfach nur gottlos ad hominem auf die Mutter gegangen. Was die da teilweise für eine Scheiße abzieht. Die säuft vorm Kind, die raucht vorm Kind. Die Alte hockt drüben beim Uwe. Soweit ich weiß, trägt er da keine Windeln mehr. Das hätte ich nicht gemacht. Punkt. Richtig, und genau deswegen wechsle ich bei keinen fremden Kindern die Windeln. Eigenen. Beider Keks. Ganz ehrlich, wenn du für ein
Kind, was noch Windeln hat, den Babysitter spielst, dann ist im Notfall auch Windelnwechseln angesagt. Wenn du da keinen Bock drauf hast, auch vollkommen legit zu sagen, nee, mach ich nicht. Ich passe nicht auf dein Kind auf. Fertig aus. Aber was erwartest du, wenn du sagst, ja nee, ich passe jetzt ein paar Stunden auf dein Kind auf, die Alte geht aus dem Haus, eine Viertelstunde später kackt sich das Kind an, so, ja, da musst du jetzt 3 Stunden in deiner Scheiße liegen, bis die Mama wiederkommt, weil ich wechsle deine Windeln nicht, oder? Das ist der Grund, warum ich sagen würde, nee, ich passe nicht auf euer Kind auf. Einer der Gründe. Weil, keine Ahnung, ich habe keine eigenen Kinder, warum soll ich mir die Kinder von anderen Leuten antun? So, ne? Und schon dreimal sage ich, wenn ich keinen Bock habe, das Kind zu wickeln, sage ich, nee, ihr kümmert euch bitte um euer eigenes Kind. Aber wenn ich sage, nee, ich passe auf das Kind auf, dann halt auch mit allen Verpflichtungen, die damit einhergehen. Und das Kind sich einscheißt, dann hast du es zu wickeln. Bums aus, Nikolaus. Ja, bei meinen Cousins, meinen Cousinen oder meinen Enkeln eventuell natürlich auch. Aber Reini. Also erstens, Cousins, Cousinen, weiß ich nicht, wie da der Stand bei dir ist, aber die werden auch nichts mit dir zu tun haben wollen. Und sogar wenn du jetzt, wenn das Indigo-Bärchen tatsächlich in der Situation am nächsten Tag zu dir gekommen wäre und der hätte gleich ein Kind gemacht, würdest du deine Enkel nicht mehr erleben, Rainer. Das verspreche ich dir. Rainer, ich krieg in spätestens 9 Jahren, krieg ich vom Matti 100 Euro. Nie im Leben erlebst du deine Enkel. Nicht, wenn du jedem Date sagst, sie sollen noch mal ein Pfund Zucker mitbringen. Weil das Pfund, das der Uwe dir am Montag geholt hat, am Freitag schon wieder aus ist. Und du sonst nicht übers Wochenende kommst ohne Cold Turkey. das ist auch was anderes. Bei meinen engsten Freunden würde ich das Rainer, auch. du hast keine Freunde. Du hast Trolle im Internet. Manche davon kriechen da ein bisschen in den Arsch, um Matt zu farmen, aber du hast keine Freunde. Auch mal übernehmen. Aber das müssen dann wirklich engste Freunde sein. Noch die Alte will mich auch rauskriegen hier. Ja, wen wundert's, Rainer? Rainer, die Alte hat dich angezeigt, weil du angeblich ihr Kind angelangt hast. Natürlich hat die keinen Bock, dass die weiter Tür an Tür mit dir wohnt. Ist ja wohl auch verständlich, oder? Als ich vorhin Alter, diese Geschichte, das klingt wie ein obszöner Anruf, oder? Die ganze Scheiße, seitdem er hier flüstert, seitdem, wo er hier flüstert, weil das Fenster kaputt ist, riecht wie ein obszöner Anruf, wie irgendein so Stalker, der dich nachts um 3 Uhr anruft und sagt, ich bin mir sicher, dass dieses Wochenende noch was passieren will. als ich vorhin runtergegangen bin, nachdem das mit dem Ofenkäse ausgekommen ist, hat sie gerade irgendwas im Ober erzählt, von wegen, es ist sein Besitz und so weiter. Ich tippe drauf, dass die mich hier rauskriegen will und jetzt in Ober bequatscht. Deswegen ist die. Ja, da tippe ich aber auch ganz gewaltig drauf, Rainer. Würde ich an ihrer Stelle auch machen. Ne? Wenn diese Vorwürfe im Raum stünden und ich eine alleinerziehende Mutter wäre, würde ich schon da runtergehen und sagen, bitte schmeiß den Typen raus, weil laut meinem Erkenntnisstand hat der XY mit meinem Kind gemacht. Auch das ist vollkommen nachvollziehbar, dass die dich da raushaben will. Das ist nicht das Riesengeheimnis. Da hast du jetzt nicht die passive Bombe platzen lassen, Rainer. Sie vielleicht auch drüben. Ich könnte mir vorstellen, dass die versucht, mit ihm ins Bett zu gehen. Alter! Also jetzt ist sie Alkoholikerin, unzuverlässig, drogenabhängig, eine Rabenmutter und würde sich prostituieren bei Uwe, nur damit Reini da aus der Putze rausgeschmissen wird. Es wird weiter ad hominem gottlos auf Mutter gegangen. Ich traue dir da alles zu. Rainer, ich traue dir alles Ich zu. wundern, was manche Menschen bereit sind zu machen. Ja, nee, ich wundere mich schon
lange über gar nichts mehr, also seitdem ich mitgekriegt habe, was du bereit bist, alles zu machen. Dir traue ich alles zu. Besonders dann, wenn sie ihren Willen durchsetzen wollen. Und die versucht mich schon seit Monaten herauszukriegen. Ja, Die Alte versucht auch ständig Einfluss auf den Uwe zu nehmen, dass ich rausfliege. Aber der Uwe ist nicht blöd. ja, darüber lässt sich jetzt auch streiten. Dem ist natürlich klar, dass die Einfluss versucht dass sie versucht, einen Einfluss auf ihn zu haben. Ja, natürlich. Weil die runtergeht und sagt, Uwe, der Typ hat mein Kind angelangt, bitte schmeißt ihn raus. Ja, so blöd kann man nicht sein, dass man dann nicht checkt, dass sie versucht, Einfluss auf ihn zu nehmen, weil sie macht das ja nicht sonderlich subtil. Ich sage nie, dass er sie rausschmeißen soll. Ach, so einen Schmarrn. 100%ig hast du schon versucht, Uwe dazu zu bringen, dass er die alle rausschmeißt. Aber 100%ig. Rainer, dir zwickt's richtig, die zwickt richtig am Sack, dass diese Pension nicht dein Discord ist und du die alle nicht einfach rausbannen kannst. Du willst die loswerden und bist 1000%ig schon zu Uwe runtergegangen und hast gesagt, hey Uwe, schmeiß die alle raus. Aber ganz sicher. Im Gegenteil, das habe ich ihm auch schon mal gesagt. Ich sage, das muss er entscheiden, das ist sein Haus. Das geht Ja, nicht. das ist richtig schön passiv-aggressiv. Also ich an deiner Stelle würde die alle herausschmeißen, aber es ist deine Entscheidung, es ist dein Haus. Hat er im Maul. Nichts an, ich mische mich da nicht ein. Hm. Und das weiß der Uwe. Ja, also wenn er Ja, das weiß ja der Uwe. Ich glaube, das war jetzt das Ende von diesem Leak. Dauert auch schon lange genug. Wir sind schon seit über 2 Stunden am Stissel. Immer wieder ein längeres Ding. Monetarisierbar ist es natürlich nicht, aber scheiß die Wand an. Leute, ich bin froh, dass das jetzt so lange ausgehalten habt. Mir ist jetzt am Schluss auch ein wenig schlecht worden. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer tut um Himmels Willen nicht, was Rainer tut. Und Medal off.